Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wär Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bord. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus im Zunft auf der Gitarre. als Backel spielt mir noch den Berner Schatz. Die Quetschen klingt halt super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Gesange klingt jetzt da schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bord. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Erster Montag im November ist und was haben wir? Pawlatschenzeit haben wir. Winetime, Primetime. Pawlatschen Nummer 292. Bravo Patrick, bravo Jawohl, ich Patrick. freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf im Studio Donaufeld. Mit großer Danke. Freude. Mit großer Freude und mit noch größerer Freude begrüße ich euch. Und das heißt was, weil ich ja den Patrick schon mit großer Freude hier begrüße. Sei eine Freude, eine Freude. Ich fühle mich sehr geehrt wieder. Die erste Ausgabe im neuen Rhythmus, jeden ersten Montag oder sagen wir zumindest einmal im Monat. Ja. Weil den ersten Montag werden wir halt auch nicht immer einhalten können, manchmal wird es der zweite werden. Ja. Kann passieren, ja. Dafür steht es mittlerweile, also habe ich das jetzt, haben wir gesagt, wir haben das auch bei unseren Spielterminen auf der Homepage oder überall, also wo die Konzerte angekündigt sind, dort steht auch dann die Pawlatschen drinnen. Ja. Für diejenigen, die nicht jetzt auf Social Media aktiv sind, die kriegen es also mit. Also, Man findet es auch auf der Homepage bei uns dann sozusagen. Unter den Terminen. So schaut's ganz aus. normal drinnen, ja. es hat sich an sich jetzt nichts geändert, außer dass das selten ist und ich kann nicht eins sagen, ich liebe es zu spielen, die Pawlatschen, ich weiß, dass die ganze Geschichte war schon großartig, aber ich bin so dankbar uns selber, dass man das gemacht Wir sind uns gegenseitig wirklich sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. So, es schafft uns Freiraum, um wieder wirklich künstlerisch auch jetzt in Zukunft dann wirklich mehr zu machen. Ja, wobei- wirklich Musik machen. Momentan sind Wobei, wir es nicht ist dazu gekommen. immer Es geht ja künstlerisch oder etwas drunter und drüber. Die meisten werden es ja mitbekommen Ja. haben. Gewissen gesundheitlichen Umbild im Umfeld und so weiter und so fort und überhaupt, ja. Aber alles, Aber wir lassen uns das Leben nicht vermissen. Au contraire. so schaut's aus. Im Großen und Ganzen ist es ja, wie sagt man so schön, den Umständen entsprechend ist es ja alles in Ordnung. Und ich würde sagen, bevor jetzt der Patrick zum Weinkühlschrank geht, der leer ist. Also es ist original, also Das ist ein bisschen mein Fehler auch natürlich. naja, Fehler kann man nicht sagen, aber ich brauche Nachschub. Ich brauche Nachschub definitiv, ich bin flach, komplett flach und bei dir stapeln sich die Bei mir Kisten. stapeln sich die Kisten, ja. Daher das ist natürlich ein Wahnsinn. Und während der Patrick zum Weinkühlschrank schreitet, den Wein halt, möchte ich bitten, haut eine Orgian-rote Achtel für mein Munkelein. Jawohl. Ja, die meisten wissen ja eh, mit Fersenbruch sitzt sie einen Stock höher jetzt da, von uns aus gesehen, da oben und schaut der Pawlatschen zu und mit dem Haxen sozusagen hochgelegt, weil der darf noch 5 Wochen nicht belastet werden, was eine gewisse Belastung darstellt für alle Beteiligten. Und deswegen haut es eine zur Aufmunterung von meinem Munkelein, eine Orgienrote Achtel. Ich danke euch schön und Patrick Danke, checkt den danke. Wein. Achso, ja, warte mal, wenn wir sofort schauen. Ich habe das noch gar nicht Auch eingestellt. professionellst mein Griff Ja, zur warte. Kamera. Ja, nicht? Patrick Kamerakind. Ist schon da. Sehr gut. Schau so muss es halten. Ja, passt. So muss es halt. Bitte schön, ich begebe mich zu dem Weinkühlschrank. Unbedingt. Und da schreitet er dahin, bevor er dann in die Begrüßungsrunde im Chat kommt, er schon her. Schaut sich das an. Geh nicht die Leere, da oben nicht noch, aber da, herunten, da. Ui. Ja, 2 Flaschen. 2 Flaschen. Ich glaube, das eine hat uns noch
Na, bringe ich den Namen nicht zusammen. Sag einmal, Blädarscher. Jetzt bin ich Blädarscher. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich blöd gesoffen bin, weil es. Ist das vom Wolfgang oder was? Ich weiß, oder vom Hauser? Ich glaube fast vom Hauser ist es noch. Bin mir nicht ich glaub, sicher jetzt. Ich glaube, aber der. Ich habe mit Absicht den genommen, der andere wäre vom Dornröschenkeller, Ja. aber den Waldschütz kennen wir beide nicht. Also den kenne ich nicht, glaube ich. Ja. Haben wir gedacht, nehmen wir den, nicht wahr? Nehmen wir den. Ups. Ich glaube, er ist vom Alexander Hauser. Straßwenex Kamptal, ein Riesling haben wir da heute. Schauen wir mal, wie gesagt, ich kenne ihn, 12,5 Volumensprozente, ein 24er, ein 23er ist es. Genau, die Prüfnummer ist 24, was ich gesehen habe. Genau. Passt. Abfüller Weingut Waldschütz in Elsaren im Strassertal. Na schau. Ich bin sehr gespannt. Entschuldigung, ich bin sehr gespannt. Okay, meine Flasche herstellen. Da geht schon. Oh. Der riecht jetzt schon blumig. Ja. Blumig. Da sieht man gleich der Regieplatz. Regieplatz, wie man es uns vorstellt. Ja, genau. Da wird gearbeitet und die Weinflaschen noch dran. Bravo, Patrick. Ein Blumig. Riecht schon bis daher. Warte, ich muss jetzt wieder anhängen. Ach, das Kabel habe ich schon irgendwo anders. Ein Duft, ein großartiger Warte, ich muss das noch anhängen. Ich muss Bitte noch häng anhängen, noch sonst an. ist es futschig. Ich freue mich schon drauf. Oh, jetzt halt das wieder umgekehrt. Botschert ist er auch schon, das kann man nichts machen. Kaum wird er 50, ist man Botschert, ne? Ich war schon vorher, Botschert, Boah. bitte. Das ist nicht so. 23er, typisch. Ganz typischer Riesling. Wow, das ist gut. Ist der bärig. Der redet vom Wein, der redet vom Oh. Wein. Und dann, die steht da. Rechts Öttel hat er? Nein, hat er nicht. Ja. Wenn der noch ein bisschen länger offen steht. In diesem Sinne. Ich finde es immer lustig, wenn man so da sitzt und manche schalten sich gar dazu und glauben, warte, ich schau mal an wegen der Wienerlieder, da ich spiele Musik. Und dann sitzt man da. Ah, da mal. Das Herz am Wald, Prost. Das Etikett gefällt mir übrigens auch. Sehr zum Wohle, meine Jawohl, Lieben. auf euch und auf die neue Erfolgsserie mit der Pawlatschen in diesem Sinne. Ja. Ich meine, streitert wir man nicht. Nein. Ja, das ist. Von wem auch immer der jetzt ist, danke dafür. Herrlich. So, jetzt aber einen geschwinden Blick. Thomas Meyer ist da, grüß dich So, gut. hat auch ganz schön. Hat auch schön, ja. Außer noch alles Sprachpolizei, grüß dich gut. Hatte schon Entzugserscheinungen. Aber wir sind schon da. Alexander Hauser ist da. Der kann uns sagen, ob es für ihn ist. Matthias Mariaka, grüß dich gut. Der Ludwig Sass ist da, Peter Brachtl, der Franz. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Die besten Grüße an alle Pawlatschis, die Last in November würdig beginnen. So schaut's Das aus. machen wir. Markus Volker ist da. Servus Markus. Servus. Große Freude. Paul Artmann natürlich. Alexandra ist auch da. Aus Konstanz. Patrick, was der, gell? Servus. Ich weiß schon, ja, das ist ja in Belgien. Holland. In Belgien, Ja, nicht? nein, Oder? Holland, Nein, Raffi ist da. Raffi mit dem großartigen Kunstwerk Die Vögel am Baum. ja. Habe ich gesehen. Super gemacht, Raffi. Weltklasse. Extrem Schakler ist da. Jawohl, grüß dich gut. Die Maggie aus dem Zug, grüezi, servus. Spaziergang. Schau, aus Helsinki wieder auch dabei. Jawohl. Unser Oli Slonik. Maba ist am Start. Aaron Acker, ein Hoch auf Geburtstagskind Patrick. Ja, da man gleich ausstessen nochmal. Geburtstag war wann, Patrick, sagst du für alle? Am 2. November war er. Also gestern. Ja, gestern. Ist schon wieder vorbei, meine Ist Lieben. wieder vorbei, aber wir können nochmal ausstessen. Sehr Ein gerne. Hoch auf den Patrick. 49. 48. 48? In der Ah ja, 48. 48. Ja, es tut weh, gell? Ja, wenn man es jetzt in der Konstellation hat, ja. Das muss ich schon sagen. Also, ja. Willst schon noch erwachsen werden? Willst Ich schon werde noch groß werden. Na, groß bin ich schon. Da war ich schon mit 14, so wie heute. Ich glaube auch. Aber Susanne Moser ist da, grüß dich gut. Gabriela Zimmer, schönen guten Abend. Der Antio 45 ist, glaube ich, der KTM-Junkie, weil ich mir das recht in Erinnerung habe. ich glaube, ja. Ich habe schon wieder die Ja, ich glaub. falschen Namen da. Ich habe schon wieder die Nicknames, nicht, ja, ich glaube, so sagt man, die Nicknames und nicht die Namen mit das hier Ja. drinnen Satz. Alles Gute in der Runde, Alex Fahrtrider.
Dank der Schee, da weiß ich jetzt aber auch den Namen. Wie gesagt, ich lese jetzt nur diese Ed-Namen, also das... Ja, blöd. Du auch nur, gell? Du hast ja auch nicht die normalen Namen, gell? Oh ja, bei mir stehen die normalen. Also bei dir stehen die normalen. Darum schaue ich gerade nach, ne? Warte mal. Aber ist klar, ne? Dann gehen wir es vielleicht... Der David ist da hoch auf einen Die Freund. gibt es aber einmal. Das kannst du auch Da machen. steht Etten, daneben stehen sie aber Etten. Nein, du hast auch die Namen, du hast auch die Ed-Namen. Das ist eben anders, ist ja wurscht. Eine Spieltrainer ist da, jawohl. Grüße aus dem wechselhaften Erlauftal. Bravo. Ja, also in Hochhofen habe ich vergessen, würdig zu begrüßen. Ich freue mich ja, beim Hochhofener Freund sind wir ja zu seinem Geburtstag gleich zu Beginn des nächsten Jahres in Linz mit dabei. Linz, ja. Das gefällt uns sehr. Freuen wir uns jetzt schon. Und weil wir schon von Geburtstagen reden, muss ich genau mal einhaken. Hagen. Ja, der liebe Wolfgang. Jawohl. Einen Tag vor mir. Am 1. Am 1. Am 1. auf unseren Wolfgang Spaziergang. Zum Wohl. Wolfgang, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Auf dich. Mm. Und ich glaube nicht lang, dann kommt die Mega schon dran. Am 5. Das ist jetzt dann. Ja. Ja. Was haben wir da? Jawohl, Nicole und Peter sind auch da. Grüß euch. Das war uns eine War eine große Freude letzte Woche Dienstag, ja. Was haben wir da? Rudi Welsch-Bonnis Skispalladon. Grüß euch Gott. Servus, grüß dich Gott. Jetzt haben wir es gleich alles durch. Servus und Grüße aus München. MLW. Servus. Servus. Weiter, ich habe die Namen da. Harry Schneller Fonte, mit großer Freude grüße ich den lieben Klaus, lieben Patrick und auch alle anderen. Servus. Aus Dara Canyon. Nochmal alles Gute dem Patrick, der Georg Scheurer. Dankeschön. Schau die Mägi, ja, ich denke mir's gerade, bin unplanmäßig zwischendurch dabei, bin wo stecken geblieben wegen Fernsehteam als Klavierspielerin, daher noch unterwegs zurück in Luzern. Bravo Mägi. Aber was soll uns Schlimmeres passieren, als dass du stecken bleibst wo Und dafür dadurch kannst du Latschen dabei sein. schaust, Na, ja. was ist doch nur gut. So schaut's aus. So, ich habe das Video von dir mit dem erfolgreichen Musiker angeschaut und war hellauf begeistert. Das war wirklich interessant und unterhaltsam. Das freut mich extrem. Schau gleich, Sehr danke schön. dir herzlichst. Darauf werden wir dann eher noch mal kurz Ja. zu sprechen kommen. Da haben wir jetzt mörderisch die Achtel für meinen Mund geleimt. So siehst du das echt, wo ich bin mit meinem Jet. So gehört sich Der das. Wahnsinn, ein Untergang. Jawohl, jetzt muss ich muss ein bisschen schneller gehen. Da fahren die Achtel und dann auch die Achtel für den Patrick. Dankeschön. Danke. Zu gütig, wie man sagt. Nicht? Der Rudi Korbes ist da. Rudolf, servus. Ich genieße ein Geldmusikatelle von keiner Polar Steiermark. Hochhofen, jawohl. Steirer. Silvia Beach ist mit am Start. Servus. Grüß dich gut. Landtagsstrom, Judy Austria. Grüß euch, meine Lieben. Jawohl. Ich muss jetzt da wieder schneller durch, dass ich gleich wieder was spülen können. Am Wein vom Kiosk, aber immerhin ein Merlot-Rosé. Bravo, Megi. Ja, erst. Wenn man unterwegs ist, muss man auf das zurückgreifen, was zur Verfügung steht. Egeschegedere, das ist Zahnbruch. Prost, sagt der Rudi. Egeschegedere. Nochmal. Zum Wohle. Auf alle. Ja, Säure hat er, mein Lieber. Gut. Ja. Elfriede Scholz mit einem jungen Steirer vom Legat. Bitte schön. Dankeschön. Und gute Besserung für Monkey. Jawohl, danke. Jetzt muss ich wirklich laut sein. Der Ulrich ist da. Grüß dich. Nur, dass ich jetzt kein Dass man keinen vergisst, ja. Vergiss. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich habe ich Spießlein, danke schön. So alt wird man nicht einmal auch nach was? So alt wird nicht einmal auch nach Bedarf einsetzen. Ich verstehe. Ja, ich weiß nicht, auf was das ist, aber gut, bin ich sehr schnell durchgegangen. Bravo, Judy. Mein 48er wahrscheinlich, weißt du? Ja, der Aaron Ackermann, der ist ein 47-jähriger Mann, der wie 48 ausschaut. Ja, ackerlich hab dich eh gern. Da ist schon ja Franz Emis mit einem Staubigen aus Berchtoldsdorf unterwegs. Das stimmt. Bravo. So. Ich glaube bin ich durch. Ich muss noch runter. Gott, ihr Buben und schönen Abend aus Währing, Weinhaus, Schmiedeck. Grüß dich gut. Schönen guten Abend auch, jawohl. Kommt gerade vom erfolgreichen Musiker, Bernhard Eben. Super. Was war's bei ihm?
Was war es bei ihm? Um die Uhrzeit, oder hast du Aufnahmen gehabt heute bei ihm? Das ist ja sehr leibend. Auf das, wenn wir gleich zu sprechen kommen, zuerst spielen wir noch ein Lied. Ja. Ja, das ist da mit dem Namen Ulrich, ich weiß nicht warum. Ja, die Burm are back in town, all my stuff. Ja. Servus. So. Jetzt hätte ich gesagt, wir spielen jetzt einmal ein Hot und wir reißen einmal Ja, an. freilich. Dann gehen wir sukzessive an, das Ganze. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich hab schon gehört. Ja. Ja, wir gestern ein paar Vierteln gehen. Brüder war jeder nicht. Hab heute den ganzen Tag noch Schädel weg. Sonst bin ich nicht das allergrößte Weg. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Mir in der frischen Luft einen guten Kopf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag ein Fliederwand. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig mit Taschenland. Und dann sind sie es längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mein Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten, wenn die Nachbarn steht, ein kleiner Stier, grad wie beim Wirten heim. Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder, war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädel weg. Sagt's, bin ich nicht das allergrößte Weg. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Mir in der frischen Luft einen guten Kopf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag ein Fliederwand. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen lang und dann ziehen sie's längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mein Wasser statt mein Glas, auch wenn ich schwör. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stehe, kratz mich beim Wirten ein. So schaut's aus. Wohl, da muss ich gleich mal Ah. zurückgehen. Einmalig. Wir sind so euphorisch beim Musizieren natürlich. Wir werden lauter sprechen dafür. Nicht? Ein bisschen zurückregeln und dann. Nicht schon. Schauen wir, ja. Weil die Judy sagt, die Pause ist eigentlich akustisch gut zu tun. Ich hoffe auch so. Ja, akustisch. Ich weiß wirklich nicht, weil wir nicht zum Spielen kommen, außer wir haben jetzt immer ein paar Mal gespielt halt. Wir haben Auftritte hatten wir sehr, sehr viele, wirklich schöne Sachen, muss man sagen. Ja, die letzten 2 Wochen Gott sei Dank Gott sei Dank nicht, aber vorher ist schon wirklich rund gegangen, muss man sagen. Ja. Und diese Woche geht es auch schon wieder rund. Und im November, jetzt ja, bis Ende November geht es wirklich wieder rund. November ist ganz stark. Sind wir froh. Sagen wir so, es sind alleine 9 öffentliche Termine. Es kommen nur noch Es sind noch 2, 3 private Termine so dazu. private dabei, ja, genau. Ein Salon, Geburtstag, Firmenfeier oder ähnliche Dinge. Dinge, ja. Also halt, wo man halt engagiert wird. Das kommt noch dazu. Also wirklich November wunderbar, von dem her ganz toll. Natürlich, es ist halt wie es so ist, es kommt halt alles zusammen. Nicht? Also es ist jetzt wirklich grandios, was jetzt, ich meine, es ist ja das so, es ist halt viel los, nicht? Es ist viel los. Aber wie gesagt, es ist aufgrund der Tatsache, dass jetzt mein Munkelein natürlich jetzt die Selbstständigkeit ein bisschen eingeschränkt hat. Das ist ein bisschen ordentlich, aber halt Ding. Und gerade jetzt sind natürlich so Sachen wie, ich muss meinen Rauchfang sanieren in der Klasse. Muss ich aussehen. Ja, also sanieren lassen, muss nicht selber, ich muss ja dort sein. Es gibt auch noch weitere andere Sachen zu tun bei meinem Munkelein, die gerade halt jetzt sind, aber es ist ja so, da muss man halt jetzt aktiv sein. Das heißt, das ist ein bisschen eine Planung dahinter. Es tut sich einiges und wir spielen viel. Und wir spielen viel. Heute starten wir diesen November gewaltig mit der Pawlatschen.
Es geht weiter am Mittwoch Beim Stippert in Ottergring. Gefolgt von Donnerstag beim Taschler im Kohlenberger Dorf. Weiter Gefolgt geht's. natürlich. Legendär. Stammausdorfer Kellergossen im Dornriskenkeller. Samstag gefolgt von einem Privatkonzert, Das ein haben wir Hauskonzert, einen ein Salon. Auch schon seit Jahrzehnten jetzt in der Zwischenzeit, kann man sagen. Ja. Auch Höhen und Tiefen dieser Familie, die wir freundschaftlich verbunden sind, auch miterleben dürfen. Dürfen, muss ich sagen, weil es ist ja so. Es gehört ja so. Ja, und ansonsten, was hat sich da? Es war jetzt natürlich dieses wunderbare Gespräch. Also ich sage halt wunderbar. Es war wunderbar, ich habe es ja auch sehr genossen. Ich meine, ich kenne ihn Klausi und ich weiß ja, was er sagt ungefähr. Ich meine, ich habe mir es ja schon denken können, was er sagen wird, aber es hat mir wirklich gut, es war erfrischend gegangen. Es hat mir gut getan, sowas wieder zu lernen und sowas zu sehen. Wirklich erfrischend, leiwand, präzise auf den Punkt gebracht, Wie ich ohne so viel bin. umeinander reden. Wie ich so bin. Ganz toll, hat mir gefallen. Das Hat freut mir wirklich gefallen, ja. Das freut mich. Und die Rede davon ist vom Emanuel Treu, der Emi, der einen wunderbaren Podcast betreibt. Einen sehr erfolgreichen mittlerweile auch, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ja. Also, weil Gott sei Dank, weil es so wichtig ist, was er macht. Der erfolgreiche Musiker, er ist oft da immer wieder mal dabei bei der Pawlatschen, schaut seine, der erfolgreiche Musiker, findet man über Google, seine Homepage, aber auch seinen Kanal. Und vor allem jeder, der Musik interessiert ist im Sinne von selber Musiker, für den ist das ein Muss, muss ich sagen. absolutes Muss. Ja. Ja. Zumal auch in Österreich. Im Also, deutschsprachigen Raum, den ich sagen, auf jeden Fall. das sowieso, aber es ist Österreich immer, weil es immer so Österreich ist. Ja. Der Emi selbst erfolgreicher Komponist für so manche andere große Stars, viele Lieder geschrieben. Im Vorstand von der AKM ist er dabei. Absolut leibender Typ, kommt auch noch dazu. Ein studierter Gitarrist, Jazzgitarrist, also hervorragender Musiker. Also und dieses Gespräch gibt es natürlich auf YouTube, ihr findet es auch in der Videobeschreibung, da habe ich drinnen den Link. Genau. Schaut rein, dann wisst ihr, wovon wir reden. So. Ja, Harry Schnellfond, so erfreut, oder? So erfreut, oder? Sehr Sehr erfreut. gefallen. Da habe ich aber auch erfreut gleich. Das ist schön. Was mit euch Achteln kann ich nicht mittrinken, ich trinke keinen Wein. Silvia Beach hat ein Bier rein, das ist ja... Nimm ein Stamperl. Ja, oder Stamperl. Das sind ja Details, auf die wir uns nicht aufhängen. Liebe Grüße von der Chantal, soll ich ausrichten, Dr. Schee. Danke. Sie sitzt noch die letzten Tage in der Berufsschule und freut sich auf die nächste Pawlatschen, bei der sie auch dabei sein kann. Da freuen wir uns auch. Jawohl. Gibst dir ein dickes Puzzle von uns. Sehr, sehr gut. Ja. Glas und Rauchfang, da kommen mir da weihnachtliche Gedanken. Ja, ja jawohl. Ja. Eben, muss ich. Ja, grandios, das ist ja Wahnsinn. Nicht? Jetzt ist die EU schon wieder draufgekommen, dass man diese Dichtigkeitsprüfung oder irgend sowas machen muss. Na, meiner war natürlich nicht dicht. Aber das muss ich ein bisschen ausführen. Das war ja nicht nur nicht dicht, sondern der war einfach undicht. Also, aber er riecht, hat sich nicht mit der Druck. Ist nicht so, dass man Druck aufbaut, dann geht er schnell wieder weg. Der hat sich gar nicht aufbauen lassen, der Druck. Also, das ist. Ja, ne? Ja, lassen wir das. Lassen wir das. Ja, der gemacht, ja, wurscht. Ja, Die 4.000, 5.000, da hat man ja. hat Gell. man ja. Locker. Es war halt gewesen ein Damper zu meinem Bagger. Ja. Ja. Apropos Damper, Bagger. Waren die Anzug das für die Handwerk- neue Kontra gewesen? Ja, Das das war so stimmt, ja, das stimmt. So, du hast recht, der Rauchfang. Meine dritte Kontra getauscht, habe ich verharzt. Im wahrsten Sinne im Rauchfang. Heute übrigens Premiere, seit langer Zeit für mich. Ich bin das erste Mal ohne Dings? Gurt, ohne diesen Mieder da. Nicht? Also wer es nicht weiß, aber die meisten wissen es, ich habe eine Narbenbruch-OP hinter mich gebracht. Eine große, also nicht laparoskopisch, sondern ein Schnitt von 30 cm bloß. Das ist ein bisschen Arsch, aber alles schon gut. Und heute das erste Mal, dass ich ohne den Gurt sehe. Aber man muss eins sagen, die Operation hat was braucht. Also, ich habe irgendwie geglaubt, du hast den Gurt um. Also nein, das ist ja. Es ist schon wenig. Es ist ein bisschen so Nein, das wird noch weniger. Du wirst sehen, wenn du dann ins Training gehst dann. Ja, ein bisschen tue ich schon. Am Laufbandel bin ich schon. Also laufen tue ich nicht, ich tue nur gehen, aber bergauf. Aber ja, na, ist ja wurscht, das wollte ich nicht aussehen. Ja. So, was haben wir, der Spaziergang? Hat sich die Schrammel wieder zur Hand genommen? Jawohl. Kann das auch etwas lernen? Na sicher. Mit ein bisschen Übung, das geht Na schon. sicher. Weilgert ist da, jawohl, grüß dich gut. War Weltklasse, sagt der Raffi jetzt in dem Interview. Ja. Kann den phonetisch echt nicht hören, der hat so einen Piefke-Akzent. Entschuldigung, Austria. Ja, das ist die Jugend. Na gut, so jung ist der immer nicht mehr. Naja, aber gegen mich schon. Ja, aber das ist so. Das ist so, ja. Das muss man, was willst du tun, ja.
Chianti Classico ist eingeschenkt. Acker, bravo. Wohl bekomm's. Ich bin nicht fit mit Philipp, fett mit den 16 ist besser. Oh, hoffen jawohl. Das trinken wir einen Schluck und spielen wir gleich was. Ja. Jetzt wieder. Klaus der Baumeister, können wir das schaffen? Bagger habe ich auf Alibaba gefunden, inklusive Kabine. Sämtliches Zubehör mit Erdbohrer um 1740 €. Ja, ja. Nein, man, also das hat nicht einmal ich mir getraut. Ja. Ja. Die Wampen passt fast nicht mehr, aber jetzt geht man die Wampen mal spielen. Wir haben jetzt endlich eine Muse, Silvia Beach, vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht weist sie uns da in die Schranken. Wenn wir so Und fordert an. sprachliche Ergüsse von uns lassen heute. Wenn Leute in Grinzing besoffen sind, da tanzt gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und es hat seinen Grund. Ich hab ein Waldstromwampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Waldstromwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Sardinen und da kann man Frau die ganze Woche blau. Ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr. Gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aus den Anzug gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da links er doch ein Zettel ein, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erde, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Hab ich der Rottofest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich da irgendwas auf? Ich hab ein Waldstromwampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Waldstromwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Wiener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Junge aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr. Gib ich mein Wampen her. Jawohl. Haben wir beide keine mehr in der Zwischenzeit. Schatz. Ein Wamperl haben wir schon. Andere Kulturen geben vielleicht den Bauchtanz zum Besten. Wir singen über die Wampen, da sind wir Ja. sicherer. Da sind wir safe, wie man so schön sagt. Vergesst nicht, dass Werner gesagt Elfriede Scholz, na vergesst man nicht, um Himmels Willen. Stand bei Goldlikör vom Benediktinerinnenkloster. Sehr gehaltvoll, Bröstli. Ah, Hätte ja, brav, bitte, ja, was hätte. da geschmeckt. Na, Sehr nein. zum Wohle. Eine. Ich kenne ja viele Profimusiker, aber wenige, wo die Professionalität so weit geht, sich zum besseren Spielen die Fetten vom Bauch in den Arsch spritzen lässt, um besser sitzen und somit spielen zu können. Das war keine blöde Idee eigentlich. Jetzt ganz ehrlich. Ja, Das ist keine blöde Idee. Sag einfach, die Narben hast von einer Auseinandersetzung der Simmeringer Hauptstraßen hast, sofort Respekt. Ja, aber Ah, das spürt's nicht, das glaubt keiner. ja, das, ich würde nicht übertreiben. Nicht? Respekt hat mich von mir so. Wie war das einmal? Der starre Wiederkassen, zum Spritzen der Herrige. Zum Stari. Zum Stari ist früher Kassen. Der Stari war ja so ein Halbbücher, lebt schon lange nicht mehr jetzt. Da. Und da haben wir einmal gespielt und der sagt, der sitzt da. Bei der Eröffnung war das. Und, ja, und ich setze mich so bei ihm zu und so, geh rutsch rein, Winkel, nicht, lass mich zu. Und der sagt, ja, und der andere sagt, na Brakas, der haut sich zu. Und da ist der Stari sagt, ich hab 3 Bauchschuss und 2 Bauchstiche überlebt. Na, da wäre ja die Wamperten auch noch checken. ja. Das war so. Was weißt du, die Welt, was ein Wernerherz fühlt? Ja, wo ist Spaziergang? Die zum Geburtstag machen wir. Mach mal.
Renate Ott ist auch da. Grüß dich Gott, Renate. Servus. So, was war's denn die Welt? Viele Lieder von ihr, das habe ich schon Viele überlegt. Lieder von F-Dur, Wien. F-Dur, glaube ich. Entschuldigung. F. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Ja, jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer Weihfassflasche winkt und den ganzen Tag gegen nur stinkt. Und dass auf die Nacht in sein Bett nur schlaft bei einem Schramme-Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ihr bläse nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Wiener Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Wiener vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zielreich erklingt. Jo, was war's denn die Welt von einem Weindel in Wien, denn das Weindel da steht in kein weniger drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Wiener versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, fährt er erstens zum Heirigen hin, ins Museum am Vormittag drauf, ja, und dann grad er am Stephansturm auf. Und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee. Und am Abend, dann speist er vollglück a Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Wiener Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Wiener vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weindel in Wien, denn das Weindel da steht in kein weniger drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Wiener versteht. Stahlmeier Gruppe schaut so an. Unbedingt ganz laut, sagt der Spaziergang. Ich danke dir schön.
Ich liebe die Wiener Lieder. Mein Schmattes kommt vom Nachbarn gerade angeschrieben. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, bravo Silvia. Ich tag der steht der Nachbar. Es wird, Aaron Acker. Zack, bumm. Ah, bumm. 5 Euro. Geht bitte nicht aufs Gerstl vergessen. Naja, gut, klasse. Dankeschön. Aaron Acker, ich danke dir herzlichst einmal einen wirklichen Schluck. Auf dich und auf die dich Silvia natürlich. Danke. Für ein Schmattes. Dankeschön. Und weil ich schon gemeint habe, nicht auf den Schmatte, bitteschön. Ich wollte noch nicht so früh, aber Man will ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. ich weise gerne darauf hin. Ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Livestream ist für Sie kostenlos, nahezu gratis, aber nicht umsonst. Bitte, bitte kratzen Sie ihn am Höppe, fassen Sie eine ins Geldtaschel, reißen Sie raus, eine ordentliche Marie, auf das Sie ein Schmattes für die Muse auslassen könnten, täten am besten natürlich in das virtuelle Körperl. Gibt es natürlich keins. Sprich, Überweisung oder PayPal Oder Superchat oder was auch immer möglich oder ist. Kanalmitgliedschaft. Kanalmitgliedschaft. Also, wir danken euch herzlichst Danke. für eure Großzügigkeit an Schmattes für die Muse an Obolus. Und auch hier wieder der Hinweis, jede Höhe ist, ja, willkommen ist ein Schmattes. Es ist so, genau. Wir freuen uns über viel, wir freuen uns auch über wenig. Weniger freuen wir uns über gar nichts. Nicht? Das ist aber normal. Nicht? Das ist ja, wir sind ja Menschen. Wir sind ja Menschen. Schau, die Achtel von euch, danke. Danke. Weit geht, jawohl. Jawohl. Was haben wir da? Was? Jawohl, bravo, Ackerl, sage ich nur. Müssen wir uns wieder zusammenreden, gell, wie es ausschaut mit etwaige Konzertgeschichten. Es muss, siehst du, da sind ja noch einige unterwegs, gell, beim Ackerl. Ja, das ich hab das alles aus den Augen verloren. Das sind so Sachen sicher so. Der alteste Bomistelbach muss noch sein. Ja. Mehr weiß ich schon nicht mehr. Schau dir was an. Mit diesen Ad-Namen komme ich da nicht zurecht. Der Summerer, der Sumsi ist da. Ismus. Ja, Das muss ich auch wissen, Sumsi. Servus. Summerer, Servus, Herr jawohl. Nachbar. Schmattes für die Musi, ein Zehner per PayPal ist gerade umgewachsen. Sprachpolizei, Wahnsinn. Polizei, da muss ich mal einen Schluck allein schenken. Warte, ich trinke zuerst. Du hast ernst voraus, das passt eh. So ist es gehört. Schenken es noch. Jetzt habe ich einen Gusto auf ein Gulasch. Wie viel Fiaker braucht man für einen Fiaker-Gulasch? Und wird die Melone mitverarbeitet? Nein, Das ist nur beim Toast Hawaii. Die gibt es ja als Nachspeise. Kommen Sie, schauen Sie, kaufen Sie. Dankeschön. Rollt auch schon sein. Nochmal, Prost. Jawohl, dank der Sprachpolizei. Pass auf, ich habe jetzt eine Idee für ein Programm. Rudi Korbes, der 20 ist unterwegs. Geht die Leute um zu wenig Geld? Bernd 20, na freilich geht das. Prost. Das spielt ja jeder, ne? Bravo, Rudi. Die Leute um zu wenig Geld. Geile Nummer aus den 20er Jahren. Ja. Nein, 80er Jahre. Aus den 1880er Jahren. 18 noch, das ist 1880er, der älteste so. Ja. von diesen dreien, wo wir eine Ja. CD produziert Ja. haben, nicht? Lorenz Fiebrich-Kronecker. Ja. Karl Lorenz war schon fast der Vater noch von den anderen zwei. Der Älteste, sozusagen. ja. Stimmt. So eine Generation davor, ja. eigentlich so davor. So nein, fast eine ganze, ja. Ja. Nein, das ist. Schon der Matthias Mariacher, ganz kurz, was soll das mit dem Ad vom Username? Ja, ich Ja, weiß es das nicht. wissen wir auch nicht. Von YouTube, keine Ahnung. Das ist einfach, das ist jetzt einmal so. Ja. Ja, Silvia, bitte mach da keinen Stress. Bitte. Ja, Das ist ja. Erdäpfelgulasch jetzt beim Spaziergang geben, einmalig. Ihr weiter gemacht, Erdäpfel bei Ihnen gesöcht. Ich gebe mir kein Erdäpfelkuchen. Schnurr. Nicht selbst gekocht, ich werde bekochen. Ist ja schon. Es ist sehr schön, also wieder. Ich koche nicht immer selbst, ich werde jetzt auch bekocht schon Das ab ist und zu wieder. Grandios. Nein, ich freue mich auch schon wieder, wenn ich zu Gast bin und einmal. Ich gebe mir ein Erdäpfelkuchen. Ja, schau. Der Acker hat neue Videos auf seinem Kanal. Was soll er für neue Videos haben? Weiß ich nichts. Gut, ich habe jetzt nichts geschaut. Aber die Pablacisten, die wissen natürlich, unser Ackerl hat alles verdient. Der hat alles verdient, was er Hagelt für uns verdient. wie ein Viech, wie ein Berserker. Ja. Naja,
Schaut eine beim Ackerl, unbedingt. Ja. Sehr klar, und es wird wieder gehen. Also es dauert jetzt noch. Ich sage einmal, dieses Jahr müsst ihr uns einfach noch ein bisschen Zeit Gibt geben. es Zeit und dann hat sich das eingespielt wieder. Wir dann schon. Wir machen schon die Posts, wir machen schon, wie es geht, ist aber langsamer und jetzt ein bisschen Pomade. Jetzt muss ich rundherum einmal ein bisschen wieder ein bisschen einregeln. Dann geht das schon. So, ich habe jetzt gesagt, einen Plan hätte, und zwar, wie geht das so machen? Fangen wir an mit Frites. Geh, ist mal gut zum Anfang. Mit dem fangen wir an, Da kann genau. man dann wieder weitergehen. Ja, genau. Achso, da willst du gleich schon weitergehen. Oder? Genau. Oder ist das auch? Oder? Ich habe die Idee gehabt, wir bringen jetzt Wir jedem reden. Lied, also jeden Auftrittstermin dieser Woche, bringen wir jetzt dann ein Lied. Das machen wir auch, ja. Ja, aber wir fangen an mit Leid uns wenig. Das ist ziemlich gut, ja. Geh, hast du gesagt. So. Ja, Einmal war, ne? Einmal, ja. Ja, Wenn wir unser Wern betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen früheres Zeit, da waren's heute noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebaut. Ein Bachhändel, ein golden Wein, hat auf keinem Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heim, wie es zugeht dort, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Geriede gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf ein Satz ans Fühligen. Von den Wochenenden ist längst keine Spur, es schlägt da jeder hinterm Tor. Ein Gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. a Wenn noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. Eine Kernfigur mit Stöbenamt, hernach der Schnit vom Sonntagsgewand. Am Kipfer ein Zylinder drum, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester Reckelt Hosen gestellt, die Pfeife hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammann, nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Igel mit a drarer Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. An Stiefel keine Absitz dran, das Gewandel hat's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind sie miteinander stier. Zum Auftragen jedens Masel füllt, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Jawohl, Karl Lorenz. Ui, Hochhofer Freund. David hat eine 10 €. Peer Character, bowing down, saying thank you. Bowing down, thank you. Bowing down, thank you. Bowing down. Senkfuß. Senkfuß. Dankeschön. Bravo, hurra, danke dir. Da wird der Algorithmus wieder sich denken, bumm, die 16er sind ein Wahnsinn. Ui, was ist denn da jetzt? Was ist denn passiert? Ja, irgendwas ist da anders. Was ist denn passiert? Daumen rauf nicht vergessen, da ist noch Luft nach oben. Sagt der Harry Schönefonte, Dankeschön. Hat's auf, ey. Könnt ihr bitte meinen geliebten Mann Gerhard grüßen, der leider nicht neben mir auf der Couch sitzen kann, sondern in der Nachtschicht ist und euch dort zuhört. Ne, das können wir natürlich. Natürlich können wir das machen. Das können wir nicht machen, das ist mir ganz klar. Gerhard! Der Mann in der Nachtschicht. Der Mann in der Nachtschicht.
Ein Dreifaches. Ein Dreifaches. Ne? Hurra! 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 Und einen Schluck kriegt er auch, weil man, das ist Gerhard Bravo. Bravo Nachtschicht. Und kannst wieder heimgefressen dann auf dein Weiberl, auf die Renate. Ja, genau. Einmalig. Aha. Womit starten wir? Na, warte mal, lass mich da mal eingehen. Ne? Die Maggie ist speziell leibend, was sie im Duett singt. Danke dir schön, Maggie. Heute harmoniert die Stimmen wirklich gut, bravo. Aaron Acker, dieser Zug, Das gewinnt sich Glück. nicht dran. Das ist Gewinnt sich ein nicht Glück. dran. Das ist ein Glück. Na, ja, gewinnt sich schon, das passt schon. Balkonpunsch im Dezember wird es wieder geben. Bravo, Ari, schnell von. Jawohl, yeah. Jawohl. Einmalig. Ich muss mal anbringen, unsere Musiker brauchen Unterstützung. Bravo, Silvia, danke dir schön. Bitte Termin im Dezember beim legendären Balkonpunsch mit dem Haare frei halten. Ja, aber wissen wir nicht, wann das ist, oder wissen wir schon, wann das ist? Aber das ist natürlich bei Balkonpunsch nicht mehr leibend. Letzte Woche habe ich das Testament von euch entdeckt. Großartig. Na, reiß mal klar. Ist vom Tanzer. Ja, ist vom Tanzer. Ja. Also nicht von uns. Nicht, dass man es nicht, dass man es so singt, aber wir haben das irgendwo gespielt, auf YouTube, glaube ich, gell? Da hast du das dann geschrieben, ja. Dann reißen wir es klar. Das Testament, Georg Tanzer. Ja, sicher. Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Steuerzollerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei. Weil der kann's und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. So schaut's aus. Länger ist es nicht. Länger ist, die kurzen sind nicht länger, wie man so sagt. Ja. Ne? Ja. Jawohl, so. Nachbar, der macht das immer. Das ist ein leibender Nachbar. Das ist super. So einen Nachbarn hat man gern. Ne? Schöne Grüße nach gerade Salzburg. Mach gerade Salzburg Nockerln. Freilos Music, der Berner. Freilos Music, der Berner. Ja, das mit diesen Ad-Namen. Ja, Salzburg, genau. Salzburg, genau. Warum das stimmlich gut passt, klingt es nüchtern. Das passt nicht zum Wienerlied. Du hast recht, eigentlich. Du hast recht. Super Chat vom Raffi. Schau da was Raffi, an. Dankeschön. Raffi Weltklasse. Schau, 10 Euro bist du. Danke dir schön. Raffi. Dankeschön. Silvia, freilich darfst du ein Lied wünschen. Wenn wir es kennen, spielen wir es sogar. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir schreibt aber rein, was du wünscht. Wir fangen an. Wir spielen also unser Debüt als Live-Konzert diese Woche ist am Mittwoch beim Stippert. Otterkring? Ja, da reißen wir Otterkring ein Lied an. Hätte ich vorgeschlagen. Ja. Alt Otterkring? Passt eigentlich mehr. Nein, machen wir, ich weiß auch. Ich weiß, ob es heißt. Das ist Seite. Ich weiß, ein uraltes Häuser, darin ist ein kleines Bläser, der wie dieser Grenz vieles Mandel serviert den Wein mit sein zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wärme zusammen, was heute den Wern kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich aus und dort ruf ich aus.
Wasser, ganz Wirtshaus, weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggeselle heute mehr. Dort sitz ich und träume, ich wann in Loch seh, in dem Wirtshäusl draust in Ottergring. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggeselle heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich Loch seh, in dem Wirtshäusl draust in Ottergring. Ja. Hoch Ottergring. Ja, hoch Ottergring, dann nimm ich einen Schluckerl. Auf Ottergring. Jawohl. Ich bin aus so rot, warum weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Es war so euphorisch jetzt gesungen. Das kann sein, das kann sein. Und da zieht er schon. Jedes Mal, wenn ich bei euch in dem Stream bin, weiß ich, dass ich eine waschechte Wernerin bin, Silvia Beach. Das gefällt mir. Das ist schön. Das ist schön, wenn sowas zu hören. Silvia, das ist großartig. Und schau, Susanne Moos auch. Bin keine waschechte Wienerin. Gefällt mir aber auch sehr schön. Danke, danke, danke. Machen wir es richtig. Habe ich noch von der Feier 3 Bier von einer Kiste. Bravo Spaziergang. Was Bravo. ist mit dir? Bist du nicht nur auf Diät? Also auf was der? Ich glaube, das sei, Oder ist es schon, naja, ist auch schon der Zeit das ist her. jetzt her schon wieder und der 1. November war Stimmt. doch auch nicht. Also vielleicht Stimmt. eine Ausnahmewochenende. Stimmt, Nicht? stimmt, So, ja. stimmt. Schau, die Silvia ist eine Fünfhauserin. Aber ich habe ja auch 2 Wochen pausiert, komplett, muss ich ehrlich sagen, vor meinem Geburtstag auch. Und aus den gleichen Gründen wie der Spaziergang. Wir kennen uns auch. Sag's ruhig vor die Leute. Dann gehe Die ich Leute- tags noch, ich Ja. glaube, dass ich glaube, mir holt der Teufel. Die Öffentlichkeit soll es wissen. Der war hartnäckig. Ja, die hat wieder mal vom Besten gezeigt, besten Seiten. Ja, aber wirklich, aber wirklich. Ja, mein Gott, auch wieder besser, auch wieder weg, oder wie immer, auch wieder gut. Das ist wichtig. Wir gehen weiter. Ja. Was haben wir am Donnerstag? Donnerstag, seit vielen Jahrzehnten, über 20 Jahren bereits, beim Taschler im Kohlenberger Dorf. Jawohl. Voll Nadelhütte eigentlich. Ja. Machen wir es Jessica oder beide oder deins? Machen wir einen Marsch heute einmal. Machen wir einen Marsch. Machen wir einen Marsch einmal heute. Ich habe stets erreicht. Da. Ein Künstler im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich bin ein Sitzriese. Das ist jetzt so. Wahnsinn. Stehzählerei. Die sitzt da herumsteht. Ich hab da so meinen Schreibtisch, den kann ich auf für oben stellen. Ne? Weil eben dann, wenn ich
da länger am Computer, nicht, und tue ich Ja. nochmal auffahren, dann stehe ich dann und tue dann mit die, weißt du, mit die Füßen da wieder so Ruhen, so Ball, nicht, wo ich mit dann den Füßen ein bisschen so herumspüle. Kenn mich aus. Ding, Ja. nicht? Und dann Ding, und denk mir, bis der aber jetzt steht, da schon 3 Stunden, aber doch, jetzt muss ich mich da nochmal tut mir hinsetzen. schon alles weh. Ja, setz mich hin, original, ja. Also es ist schon länger her, aber setz mich hin. Und wie ich sehe, keine 10 Sekunden, macht die Uhr quasi schon so lang sitzen, soll ich aufstehen. Jetzt ist schon Alter, so ich lange. stehe seit 3 Stunden, aber das gibt's ja nicht. Also so ganz sind die nicht so. Ich glaube, so ganz sind sie nicht. So, na gut, also wurscht, wir kommen zum Marsch beim Taschler. Beim Taschler. Machen Beim wir ein bisschen Taschler. kurz, ohne Wiederholungen. Ne? Ja, ist in Ordnung. Machen wie wir du eine möchtest, Kurzversion. wie du heute, ne? möchtest. Ich spiele mit. Ne? Wunderbarer Marsch zum 10-Jährigen. 10-Jährigen, ja, vor 12 Jahren. Ja, vor 12 Jahren. Geschrieben, ja. Hat er das dem Oder Taschler geschrieben, gewidmet. Ein Wiener Heurigenmarsch, wie er quasi von dem Schrammeln höchstpersönlich hätte entstehen können. Beim Taschler. Beim Taschler. Doch in Original gespielt, ohne Kürzung. Also, Gehört ja so, der erklärt gehört ja so. Der kehrt. kehrt. Einmalig beim Taschler. Ich spiele ihm selber auch gern, muss ich wirklich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Elfriede Scholzmann ist ein altes Wienerlied. Vergesst mal nicht aufs Wernerlied. Keine Aufforderung. Habe ein Problem beim die IBAN passt nicht. Mit dem Namen zusammen. Könnt ihr bitte den genauen Namen zum Konto schreiben? Ach so, ja. Nicht?
Ach so, das ist ja jetzt Das neu ist mit ja dem neu Scheiß. seit 1. Ja, Oktober, ja. ja. Das Konto lautet auf Klaus Steurer und Patrick Rutger und Klaus Steurer. Das lautet auf uns beide. Das stimmt, Da aber musst danke du für den genau im Hinweis. Wortlaut Das stellen. ist Ja, jetzt ja, neu das wieder. ist ja neu, Weil ja. sie uns Das schützen muss man wollen vor ausbessern Fliegen. dann jetzt. Ja, das Ja, aber ich war warte mal, aber ich sage sofort. Das sage ich. Aber es müsste da, so, da komme ich jetzt wieder nicht gescheit rein, weil das Programm offen ist. Freunde der Volksmusik. Ach Gott, immer das Gleiche da. Nein, finde ich es nicht. Wo ist denn das? 16er Buben. Da müssen doch irgendwo die 16er Buben sein. Da sind's. Da sind's. Naja. Kann ich auch nichts sagen. Der Schwan. Ja, fix, Teufel, das ist immer da so eine Sache. Das ist jetzt blöd. Schauen wir, was ich da stehen habe. Nein. Irgendwo habe ich es, aber wo ist jetzt? Auf die Schnelle ist jetzt so eine Sache. Himmel, Herrgott. Da kann ich auch nicht dienen jetzt damit auswendig, ja. Ja, aber ich finde es jetzt nicht. Ich will jetzt nicht da lang suchen. Aber an sich, es ist ja so. Genau, die Bank schützt die Buben vor falschen Eingängen. Ja, aber das ist schon wieder so eine EU-Geschichte. Da haben sie sich schon wieder was einfallen lassen. Zum Schutz. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt den eingegeben habe, den IBAN und einen anderen Namen gehabt habe, einen ähnlichen. Also einen, was weiß ich, zum Beispiel steht bei meinem Rauchfrankierer, Ja. da steht der Name am Zahlschein und das Konto lautet aber auf einen dezent anderen Namen. Was andere Reihenfolge oder sowas. Und das hat er mir aber vorgeschlagen. Also das heißt, der hat mir vorgeschlagen, der IBAN stimmt nicht ganz überein, wir haben gefunden den, nicht? Ist es der? Und dann habe ich das quasi aktualisieren können. Habe ich auch schon gehabt. Das habe ich auch gehabt, ja. Ja. Yep. Der Ulrich bringt es auf den Punkt, ein neuer EU-Schaß. Und Völlig. da muss ich sagen, da hat der Ulrich das wieder mal äußerst diplomatisch gebracht. Ich hätte schon wieder geschimpft, der Rohrspaß. Also auf jeden Fall, wie machen wir das? Ja, ich weiß nicht. Elfriede Scholz. Aber das Konto lautet, weil es ist ein Verein. Na, 16, ich habe Verein 16er Buben. Nein, dann geht es auf Patrick Rutger nämlich. Der Name ist nämlich Patrick Rutger. Ja, eben vom Konto selber, gell? Ja, ich glaube nämlich, dass das Patrick Rutger ist. Ja, gib Patrick Rutger. Schau mal, was dann passiert. Das müssen wir schauen. Ja, das ist schon wieder. Was, und dann erzählen sie uns irgendwas von wegen, das ist damit wir geschützt, das sind Blödsinn. Die machen alles nur schwierig. Diese Arschlöcher, diese Gefraster, diese Gesichter. Was fällt mir noch ein? Entschuldigt, dass ich es chauffiere, aber Gefraster, Greteus, menschliche Kostproben. Furchtbar. Kein Schluck nehmen. Kein Schluck nehmen. So, was haben wir da noch? Frag mal ein paar Männer, was die Uhr so zählt, die liegen nur und sind angeblich 100.000 Schritte gegangen. Ja, meine zählt gar nichts, nur wenn es vollkommen verrückt ist. Naja. Ja. Mach das Online-Banking auf, wir schauen auch weg. Ja, genau. Kann nur der Harry gewesen sein, oder der Ja. Einer von den zwei, das passt. Ja. Hochhofer Freud gibt uns recht. Ich glaube, da sind Hurenkinder dabei. Hörst auf, der fauler Welt. So ein Klumpert, bin da eben rausgeflogen, bin wieder da. So, wir gehen weiter, wir lassen uns da nicht beirren. Was haben wir am Freitag? Im Dornröschenkeller. Da haben wir natürlich eine Paradenummer. Da haben wir ein Lied geschrieben. Ja. Entschuldigung, ich muss noch lachen mit dem. Das ist für mich. Doch, du lachst über unser schönes Lied. Nein, das ist für mich heute der Chatbeitrag des Tages. Ich glaube, da sind Hurenkinder dabei. Allein schon, dieses Schimpfwort, möchte ich jetzt wirklich, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, aber ganz berühmt, Herbert Prohaska, das gibt es ja auf YouTube, das immer wieder und dann einmal mit Brasiliersek, wie so ein Kommentar, also kommentieren ein Spiel nachher dann, nicht? Und
Kamera ist offenbar schon gerannt, nicht? Und der Botzen Tumult im Publikum und so. Und der Prohaska sagt zum Paris, ich glaube der Paris, ich weiß, Jahre, zig Jahre her. Ich habe da so ein paar Hundenkinder dabei. Das ist eigentlich genauso der Schneckerl Prohaska. Also, für alle noblen Herrschaften, ich möchte mich entschuldigen, aber mir gefällt halt sowas. Ja. Aber allein dieser Begriff. was so ganz leicht, auch nicht bösartig, Ja, ja. da sind ein paar Hundenkinder Aber dabei. aber und schaut so als Pudding auf. Aber das ist ein nicht mehr gebräuchliches Schimpfwort. Gell? nein. Das ist schon lange nicht mehr gehört. Nein. Und ich weiß, es war bei uns in der Jugendzeit, Schulzeit, Jugendzeit, war das eigentlich gang und gäbe. Also das war so, wie dass man sogar schon zu den Haberer das gesagt hat. Ne? Ja. Eigentlich. Ja, was ist mit euch? Ne? Sagen wir es noch ein paar Mal, dass das einmal gesperrt ist. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr, was weiß man. Ach ja, es ist ja geantwortet, das heutzutage. Auch sehr schön, Rudi Korbes. EU. Manche haben beim Denken B. Herrlich, herrlich. Es ist ein Wahnsinn. Sprachpolizei. Ich meine, jetzt wird es leid, jetzt wird es wirklich leid. Ich bin sicher, ich gebe meine Nummer da nicht her. Ihr bekommt immer Nachbar, macht das morgen. Ja, der macht. Silvia, das macht der Nachbar. Das, Ja, genau. Das hat sich bewährt, das System hat sich bewährt. Das Lied, wo sich echauffiert wird, ja, das passt jetzt eigentlich, ja. Schaut mal so, Hubert aus Garmisch. Habe ich einen 5 ins Dankeschön. People gelegt. Viele Grüße aus Dankeschön. Bayern, Hubert, bravo. Hubert, Dank der Firma ist jetzt einmal. Danke. Einmalig. Auf den Hubert. Schaut euch den Borno Memes aus Südtirol an. Muss ich jetzt schauen. Kenne ich nicht, ja? Kenn ich nicht, nein. Die lokalen Ausdrücke, ja, die lokalen Ausdrücke sind. Also mir gefällt Diphtherie. Ja, es ist, also da muss ich schon sagen, es hat das Wienerische schon große Poesie in der dreckigsten Denkart eigentlich tatsächlich hervorbringen können. Das weiß ich nicht, ob das andere Sprachen auch so drauf haben. Kann man nicht mitreden, weil wir wissen es ja nicht, wie die, weiß ich nicht, Spanier halt reden, nicht, zum Beispiel, oder die Katalanen. Aber Italiener haben schon einige gute Sachen auch. Die haben auch gute Sachen, ja. Ich meine, ich kann nicht Italienisch. Aber, aber die sind sehr. Ich weiß von Leuten, die Italienisch Ja, aber die sprechen das ja aus. Die sind jetzt nicht sehr. Also die sind, wie soll ich sagen, scheinbar sehr, sehr kreativ in der Bezeichnung. Aber die sind keine eigenen Begriffe. Nein, das nicht. Das ist einfach. Das ist immer, ja, Diphtherie. So, na gut, dann passen die Wiener aus, also die lokalen Ausdrücke passen rein. Bitte schön, Herr Professor. Jawohl. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn, bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut so, ich schau, dass du weiterkommst von meinem Wohn. Du bugelst mein Käferl mit dem überm Heferl. Du nur geschwind abwaschen, sonst kriegst du eine Flasche, so ein geflickter Beidl, welcher Taschenfeidl. Diese Maßleisch auf der Erde. Mit deinen Spatzerwadeln kannst du ein Schubkern radeln, nicht ein Juckerzeigel, aber ins Mopbeigel. Ich kenn den Wasserrotzen an eine putzen. Das sind immer 12 Leute her. Sehr fast wie Italienische. Eine sehr noble Dame kauft am Waschmarkt ein, doch tut ihr alles zu wenig und zu teuer tut sein. Wegen 3 Kreuzer handelt's eine Viertelstunde rum und zum Schluss kauft sie nix. Ja, da wird's der Kreidlerin dumm und die Kreidlerin vergangen. Zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft der Schusterlaberl, schlampert's der Radiwabel, so ein Krampert-Schlamperl, früher Opa-Stramperl, kriegt ein Zuselfetzen, müsst uns warm schätzen, das haben wir nicht vonnöten, na Gott lob. Ich kennt die Feiertage, geh beim Zopf fangen Leute meine Brotze, die Pappen zu großen, Pläne, Standsgrädel mit Schäpsenschädel. Schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich grob. Und dann aufgestehst, weißt du.
Hausmeister, der spritzt Trottoir voller Grand und spritzt einer Frau unabsichtlich aufs Gewand. Drauf sagt sie Flegel, was geben Sie nicht Acht? Naja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufgebracht. Der schreit dir voller Zorn. Hört Spier auf deine Glur. Ausgewaschen Socks in Keibe, deppert's Krotenweibe, tust du schon schäbern wie ein Mistwohn geben, angeschobter Haringschädel, schlappert's Ausschlagzähle, wie dich Stundengrip verhindert fahren. Du kannst dich nicht mehr fliehen, mit einer Tier drehen, du möchtest umkehren, kannst was nicht mehr zähmen. Schimpplatz, Gerätserwickel, schlappert's Spatzenschreckerl. Schau, dass du weiterkommst, sonst wird die ordinär. Ungarisch ist auch schwierig. Ja, das kann natürlich sein. Aber kann sein, ja. Klar, ne? Da kriegt man jetzt da nicht so mit. Ah, mega ist schon klein Luzern, muss zum Bus einsteigen. Mit Gepäck. Nachher geht's weiter ins Zimmer. Jawohl. Bisschen Musik. Silvia Beach, ja, an Moser werden wir dann auch machen. Ja. Mhm. Auch von Sabine, liebe Grüße, sagt der Ludwig. Wir müssen euch noch den Original Asbach-Uralt bringen. Jawohl. Wir müssen uns verabreden. In Bälde. Ja. Ich werde das übernehmen. Ja. Brauchen wir. Hoffentlich ist dann noch Bus drinnen, wenn wir drei sind. Bin wirklich gespannt. Jetzt war da der Röschenkeller offen. Richtig, Franz der hat gut aufpasst. Absolut richtig. Genau. Ich verstehe jedes Wort, sagt der Spaziergang. Eine Stifttante war eine Gürteldame. Die hat auch diese Ausdrücke gekannt. Ja. Saufen sie da, solche Arschkröller, alle beim Wickeln vom Tisch gefallen. Bravo, Judy. Jawohl. Es gibt nichts wahrscheinlich Nobleres, als wenn Damen so reden. Wird klasse. Saufen sie da. Bitte jetzt die Uhr. Alte Seefischhandler und so. Ja, genau, ja. So, na pass auf, dann haben wir jetzt Dornröschenkiller, machen wir jetzt beim Dornröschenkiller und dann machen wir als Moser machen wir für wen war das? Für die Silvia Beach, ja. machen wir dann die Rehblase, die vorgeschlagen. Aber jetzt machen wir im Dornröschenkiller, wo wir am Freitag realisieren und in diesem Monat sogar zweimal. Auch Ende des Monats spielen wir nochmal. Am letzten Freitag noch einmal, ja. Genau, das haben wir nochmal dort. Das war's dann für heuer. Dann schauen wir nächstes Jahr, wie es weitergeht. Ja. Irre, wie schnell das Jahr vergeht. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Im Dornröschenkiller ein Lied, das der Pate, eines der wenigen Lieder, das einzige, glaube ich, was wir gemeinsam geschrieben haben. Ich glaube, es ist das einzige, was wir wirklich gemeinsam geschrieben haben. Wir müssen einmal nachschauen, aber ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das haben wir, also ich habe es geschrieben, das zugeschaut haben, wir gesagt, naja, was der. Geht schon, komm mal rein. Ja, ab da. Am unteren Teil der Köhlergassen, Leideln, es ist nicht zum Fassen, schmeckt der Wein nicht sauer, weil da gibt's einen guten Hauer. Das Essen hat 4 Hauben verdient, man daran keinen Makel findet. Darum bleibt halt keiner zu Haus und fährt nach Stammersdorf hinaus. Weil ihr dann Röschenschlaf ist jetzt vorbei, offen ist die Köhlertür, zum Essen gibt es allerlei. Zum Trinken alles nur kein Bier, der gute Wein die Leute beschwingt, dazu ihre klasse Musik klingt. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der Dornröschenköhler, der steht wieder aus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der Dornröschenköhler, der steht wieder raus. Die Buschenschand war viel zu lang zu, fast ungut, war mein Heu geruht. Darum freut man sich aufs Weindl und auf ein Brot ist Schweindl. Manchmal, wenn man im Garten sitzt und dann wieder beim Ofen schwitzt. Naja, das ganze Jahr ist schön und wer's nicht kennt, kann's nicht verstehen. Der Dornröschenschlaf ist jetzt vorbei,
Offen ist die Köhle dir, zum Essen gibt es allerlei, zum Trinken alles nur kein Bier, der gute Wein, die Leute beschwingt, dazu eine Klasse Musik. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, der wird ein Röschen Köhler, der steht wieder raus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, der wird ein Röschen Köhler, der steht wieder raus. Jawohl! Jawohl, im Dan Rössenkeller. Yes. Schon ausverkauft seit Wochen am Freitag, ja. habe ich gehört. Ist es weiterhin gepostet oder was weiter gepostet? Weil Vielleicht das kann ja könnte wirklich jemand ausfallen, ja. Was das ist immer das. Aber sonst restlos. Aber man könnte fast wirklich glauben, dass das du geschrieben hast. Weil so was du beim ersten Mal gar nicht in die G angegriffen hast, hätte man doch da schon Ja, das könnte von mir sein, ja. Ja, das kann schon sein. Nein. Der Text ist ja von dir. Eine unserer wirklich wenigen Co-Produktionen. Ja, das haben wir quasi gemeinsam geschrieben. Ja. Aber nicht der Harald fand jetzt gut übernommen. Klausi hat geschrieben, Patrick hat den Wein aufgemacht. Der fängt jetzt zusammen. Das kann nicht so ähnlich wird es eh gewesen sein. Ja, und da wird er beim Öffnen gesagt, probieren wir ja auch. Ja, auch könnte man machen, passt. Und dann hat er gesagt, jetzt nicht, wollen wir mitkomponieren. Das Leihwart, das Ja, der gefällt mir. Echter Wiener sollte man den Dialekt beherrschen, dazu gehören nun mal auch tiefe Ausdrücke. Und wer das nicht kapiert, soll sie über die Häuser haben. Bravo, Judy. Jawohl. Vollkommen richtig, aber ich glaube also tiefe Ausdrücke im Großen. Naja, es ist natürlich schon so, ich meine jetzt, halt, wenn sie verwendet werden, wer soll es denn kennen, wenn sie nicht verwendet werden? Und die werden nicht mehr verwendet. Die werden nicht mehr verwendet, ja. Aber genauso bei unserem Lied, die Ausdrücke, die da vorkommen, die gibt es ja schon. Ja, die haben wir schon mir nicht mehr verwendet. Ja, das ist ja schon Generationen, 3, früher zum Teil ausgestorben. Ich meine, und heute, wenn du sagst, Safensieder, der weiß ja nicht einmal, was jetzt unabhängig vom Schimpfwort, was das überhaupt ist. Also, schwierig natürlich, ja. Man kann natürlich nichts verlangen von jemandem, der das, woher soll er, kannst du ja nur, wenn du das kennst und kannst. Ne? Ist ja ein Wunder, wenn einer heute, ein Jüngerer, wenn heute ein Jüngerer Wienerisch grundsätzlich vom Dialekt richtig, sprachlich richtig kann, das ist das schon ein Wunder. Ne? Da verlangen wir gar nicht viel mehr. Genau, der Patrick hat gesagt, geh du. Ich gesagt, das machen wir ein F. Das ist aber ein C. Das ist ein C übrigens, gell? Das ist ja. Ich hab noch geschaut, was da aufpasst. Wenn es ein F anfängt, dann haben wir der Quetscher gegangen, dann ist klein F. So, jetzt haben wir für die Silvia Beach offen. Machen wir die Reblaus. Ist das in Ordnung, Silvia? Ja, für mich ja. Ja, das machen Silvia, glaube für dich auch, oder? Also, hast du irgendwo was geschrieben? Ich bleib noch da, Schatz. Aber ich habe da ein Problem mit dem Internet. Treffen Sie. Aber die fehlende Potenz in der Frequenz, wie immer zu sagen pflegt. Ich muss ja auf Holz klopfen, ich habe seit Monaten, seit Mai, habe ich ja keine fehlende Potenz mehr in der Frequenz. Das bei mir. Mit dem Glasfaser und das kostet erst dreifache, muss ich auch sagen. Nein, bei mir kostet es fast das Gleiche. Bei dir kostet es das Gleiche, ja. Nein, es funktioniert jetzt. Ich zahle in Wien, also in der Klasse, ich zahle mehr Lust dagegen vorher. Aber ja, aber es funktioniert natürlich. Das ist der Sakelpiker, ja genau, der Sakel. Sollte Ihnen Wien zu unfreundlich sein, dann ging es bitte scheißen. Heute ist es ein Sammelsurium. Ein Sammelsurium, ja. Einen großartigen. Wo man gesagt hat, müssen so Ausdrücke überhaupt ja, aber das Blöde ist, wie kann ich das aus dem Chat? Kann ich wieder. Schwer. Nein, kann ich nichts rauskopieren aus dem Chat. Also ich da zumindest nicht, aber schauen wir mal. So, jetzt für die Silvia Beach sozusagen als Wunsch Hans Moser machen wir die Reblaus. Ich weiß nicht, was das ist, ich trinke so gerne ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu tun, aber ich bin selig und ich weiß genau warum.
früheren Leben ein Reblaus gewesen sein. Sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, sondern messen. Ich hab den roten Grund so gern, als wie den Wessen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hat den Gumpolskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Ich hab mir schon als Kind gedacht, ja, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir eine Milch gegeben hat, da wollte ich schon einen Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Wir haben sie die Haare aufgestellt und umdraht war mein Magen. Nach langem Hin und Her studieren, ja, da kam ich drauf, warum ein Wein nicht lieber wie eine Mühle ist. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tut einen Wein ja nicht trinken, Alter, am besten. Den roten wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich hab bestimmt gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hat den Gumpolskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Habe ich einmal gefunden auf YouTube, muss aus einem Schwarz-Weiß-Video, Paul Hörbiger mit Hans Moser gemeinsam, die Reblaus, Paul Hörbiger begleitet auf der Schrammelharmonika. Wirklich, wahr? Ja, ja, aber wirklich, nämlich live. Also, das war nicht nur, der hat das nicht nur in der Hand gehalten, der hat ja eine Schrammelharmonika gespielt. Ja, der Paul, ja. Weil die Marisa wollten mir ja die haben gegeben, aber die haben sie nicht mehr gefunden, das haben die anderen Geschwister oder die anderen. Haben die irgendwie im Laufe der Umzüge und Verkauf von Wiener und so weiter alles. Die Marisa wollte mir es eigentlich geben, aber die hat sie nicht mehr gefunden, leider. Stimmt, kann ich mich jetzt erinnern. Ja. Schau, der Ulla ist ja da. Ich schätze mal, seit 1970 mit Hans Moser ist mir das Wernerische näher gekommen und hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, das ist leibend. Das ist schön. Jawohl, genau. Franz eben, das ist genauso wie das Gag-Umschleichte. Ja, ich meine, das ist ja wirklich grandios. Das sind 3 Richtungsangaben, 3 unterschiedliche Richtungsangaben, um exakt das gleiche zu sein. Das ist ja genial. Sprachpolizei war der Hierhapler und dann Hierfler. Hierfler habe ich oft. Hierhapler? Nein, Hierhapler. Hierfler, nein? Nicht, aber Hierfler verwende ich selber sogar tatsächlich. Hierfler. So ein Hierfler. Meistens, wenn ich was viel Schlimmeres sagen will und ich denke mir dann, ich muss mir jetzt runter und dann kommt statt, oh, dieses, so einer, die Hierfler. Wahnsinn. Füßlaus war was gewesen, aber wir sind ja anständige Seen. Ja, was heißt das? Ja. Kottern und Konsorten haben das dann verfestigt. Ja, das war natürlich die wilde Zeit, wo das Wien wirklich rausgekommen ist, in den 70er. Wir haben eine kleine Werbung, möchte ich machen. Wir haben Ende November, am 26. haben wir ein Exklusivkonzert, ein Meet and Greet, ein Treffen. Ja, ein Treffen, ja. Nur für Fanclub-Mitglieder. Ihr findet die Möglichkeit, im Fanclub beizutreten, wann ihr den wollt. In der Videobeschreibung oder auf unserer Homepage findet ihr natürlich auch eine Rubrik, da steht alles Näheres. Der Fanclub 16er Partie ist ja sozusagen nicht von den 16 Wurm gemacht, sondern eben vom Sperg Roland, der das sozusagen initiiert hat, und dann sind also einige unserer Freunde und auch viele Pavlacisti mit von der Partie. Und es gibt den ersten Event, eben ein exklusives Event nur für
die Fanclub-Mitglieder und das wird sein beim Taschler, der Am extra für uns 26. Mittwoch. Ja, der extra für uns aufsperrt, aufsperrt, also exklusiv auch der Ort und dort da wir plaudern, essen, trinken, ein bisschen Musik machen wir natürlich auch, aber es geht ums Zusammenkommen. Und wer mit dabei sein will, also der Fanclub ist jetzt, es gibt übrigens auch schon die erste Fanfahrt, die ist aber nicht auf den Fanclub beschränkt, aber für Fanclub-Mitglieder ist sie günstiger. Das wird sein im Mai, am 31. Sonntag, der 31. Mai, ja. Richtig. Da machen wir einen Tagesausflug nach Litschau. Miteinander. Mit Busfahrt und mit Zugfahrt. Ja, ich freue mich drauf. Schmalspurbahn von Gmünd. Und Litschau. wahrscheinlich eine Führung, Stadtführung, na sicher. Stadtführung Also, durch Litschau auch, ja. Stadtführung haben wir dort. Beim Kaufmann, die erste Adresse am Platze. Werden wir Da einkehren? werden wir einkehren, wenn wir essen, trinken, Leute gehen und natürlich dann ein kleines Konzert da Konzert zum ausspielen. Besten gehen wir, da fahren wir mit dem Bus wieder heim. Mache einen Ausklang beim Lentner Richard in Groß-Jedlersdorf, wer noch will. Wird auch leibend. Aber die Infos, die kommen jetzt dann Kommt alles jetzt aus, kommt alles erst. Das ist ja alles im Werden erst, ja. Richtig. Ich glaube, im Newsletter habe ich sogar schon angekündigt. Newsletter ist angekündigt, Da habe ich schon ja. ein Save the Date, wie man so sagt. Leider mit falschem Jahr. Ja, mit Jahr, ja, 27. aber es ist, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also Ist wieder da, kann er sich jetzt für 2027 das eintragen. Ne? Sagen wir mal. Sagen wir so. Na schau, der Iron Acker sagt, ich glaube, so 25 Anmeldungen gibt es schon. Also für einen Taschler. Ja, super. Nein, ich freue mich, wenn da viel für euch kommen. Und natürlich, das ist sozusagen die erste Startführung, 5 Minuten, dann bist du durch. Naja, nein, das aber ist es schon, gibt schon einige Sachen. ja, ich meine, es wird aber auch nicht lang dauern. Nein, es wird nicht Also, lang dann, aber es ist nicht so, aber wir haben von einem Leibenden, von einem Typen, der sich dort auskennt, der kein Stadtführer oder sowas ist, sondern der echt dort daheim ist und das einfach kann. Und das ist, glaube ich, schon leibend, ja. Der Surm ist ein Bruder vom Grewegal und vom Chris Spindl. Ha. Die habe ich alle. Also Surm haben wir auch, hat mein Vater oft gesagt. haben Also wir Surm, weniger gehabt. In Wien. Surm ist bei Weniger. uns, Surm war ganz. da habe ich oft mit Freunden, da haben wir sogar Der uns Surm gegenseitig- weiß ich doch noch. Surmtegel. Surmtegel war auch der Surmtegel. Grewegal, okay, das haben wir schon, das Chris Spindl. Chris Spindl, Die ja. Spindl haben wir auch, aber die habe ich auch seltener gebraucht. Ja. Aber die habe ich alle tatsächlich noch, auch wirklich in der Jugend verwendet. Selten, aber das ist vollkommen, ja. Jetzt haben wir noch geredet. Das Meet and Greet wird der Schweinsbraten. Richtig. Ja, Straßenkonzert am Graben, fragt der Spaziergang. Nein, die Stadt Wien kann mich da sie kreuzweise. können uns wirklich es wurden dann nur Steine in den Weg, also es wurde unmöglich gemacht, auf diese Art und Weise, das spontan zu machen, vom Wetter abhängig zu machen, wann wir Zeit wurscht, alles Das gar war nicht. nichts, Das es war ist- gar geht nichts einfach nicht, gegangen. weil das muss polizeilich abgesichert sein, da brauchst du Das ist ein Versicherungen Schatz, und das geht was was, weiß ich das was, ist- nein, die haben wer Blödsinn übernimmt geredet. dann die Verantwortung, der Bezirksvorsteher macht das nicht, der übernimmt dann nicht die Verantwortung, bla 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 bla, war ein Stundengespräch in der Zwischenzeit. Lass ihn mit Ein das Stunde Gespräch war Lass das sicher. Glas uns heben und Da wäre ich gleich lass uns zusammenfassen und es soll in Scheißen gehen. Ganz, Ja, ganz, es ist ganz so. dezent. gleich Schluck einschenken. Fraster, dieses Surmtegeln, die Grewegeln, die Hirfler. Nein, also derzeit nicht. Und ich Derzeit habe auch nicht, nicht vor, für diese Stadt da noch irgendwo noch vielleicht einen Vorteil auch noch zu bringen. Nein. Wenn das solche Gefraster sind, solche Volltrotteln durch und durch. Aber wie es in der Politik jetzt so ist, was soll man machen? Also leider keine Straßenkonzerte Leider in dem Sinn. Aber wir hatten dann ein nettes Angebot, dass wir bei irgendeiner Veranstaltung gratis mitspielen dürfen. Wieso hat es wo angerennt oder was ist mit euch? Also die haben sich nicht Das einmal kann angeschaut, das gibt's ja nachher. nicht. Kam meine Mail und ja genau, ja. Na, das könnten Da wir euch könnt ihr euch ja anbieten, das Ding. präsentieren, Aber ich glaube, oder? da geht Ja, scheißen genau. gegen gleich. Aber es gleich so. Zack, bumm, kleine, die, was die. Was mir gefällt heute Da ist mir das Neuen eingefallen, was der Uli Bär immer so gern sagt. Wissen Sie nicht, wer ich einmal war? Ja, genau. Ja, das stimmt, ja. Ausdruck für die Verkehrspolizei, die Rennleitung, ja, das haben wir immer bei den Motorradfahrern, sagt man immer, die Rennleitung, ne, das abgebrochen. So, wo sind wir jetzt? Jetzt waren wir, Freitag waren wir. beim Freitag, jetzt waren wir im Dornröschenkeller und dann sind wir am Samstag bei einem Privatsalon in Nussdorf. In Was ist denn Nussdorf, ja. Da gibt es zwar Lieder, aber da haben wir keins drauf, glaube ich, gell? Was? Puh, na, das können wir nur probieren, ob wir es zusammenbringen. Und geh, oder? Gustav, ja.
Über Nussdorf, da liegt ein kleines Sterndl. Das ist für alle Drahs Laternel. Du brauchst keinen Wachmann zu fragen nach dem Weg, denn das Sterndl, das kennt jeder stehen. Denn die ganze Nacht, da muss es so wandern, denn nach Haus fährt wird's an, nach dem anderen. Denn das ein winzige Sterndl aus Nussdorf ganz gewiss für die Drahrer ein Schutzengel ist. Wir nehmen es zur Kenntnis, wir haben es thematisch getroffen, musikalisch, aber es wurscht, die Rennleitung hat abgebrochen. Hat aufgebrochen, ja. Aber immerhin, wir haben es erkennbar zumindest. Erkennt man sich, aber man ewig nicht gespielt. Ja, das ist halt das. Das ist halt das, wenn wir nicht zusammenkommen mehr zum Spielen. Und das müssen wir sowas von ändern endlich. Ja, genau so ist es. Aber dabei ist es aber schon so überrennt. Ja, naja. Dann haben wir nächste Woche ein Konzert. Was haben wir nächste Woche? Ja, Bluesschrammeln. Endlich wieder am Mittwoch, den 11. Sind wir beim Seelitsch mit dem Bluesschrammeln wieder. Jawohl. Uli Bär. Wir proben auch davor. Am Tag davor. Am 10. gibt es eine Bluesschrammelprobe wieder. Das ist eine Seltenheit. Das ist wirklich eine Seltenheit. Man letztes Jahr nicht zusammen. Freue mich schon drauf. Ja. Wir schaffen das. Uli Bär, Uli Winter, Toni Griebaum, Herbert Nowacek, Klaus Steurer, Patrick Rutger. Und wir lassen Blues, Rock und Wiener Lied. Warte, wie geht das überhaupt? So. When I fall to the station, the suitcase in my hand. When I follow the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, when all my love's in vain. Anna har immer det spår. Anna har immer farlig. Och i hål med lim lång det spår. Värdig folk då har stilklipping. Oh, my love. Oh, my Anna har immer det spår. Anna was immer verliebt. Och i år med lim lång det spår. Värdig folk icke stiefklipping. Jag värdig folk gick a stiefkind bin.
kleiner Vorgeschmack. Jawohl. Ich sehe gar nicht. Wird dann noch so andere Titel. Nichts zu trinken, ja nicht. Sie haben nichts zu trinken. Schau mal, Schluckerl. Wahnsinn. Nachtfutter werden wir heute spielen, auf jeden Fall. Sie sind ja Moser auch leider aus einem Grund. Auch. Also aus einem, Ja. aber dazu kommen wir noch. Ja. Ja, schau die aus, der ist vermutlich. Ja, ein Rösser geht er vorbei, aber ja, Nichtraucher geht man auf den Ersteg, verstehe. Also, bin zwar Nichtraucher mittlerweile, aber ist es so, da ist natürlich jetzt die schöne Zeit vorbei. Jetzt spielt sich alles drinnen, aber ja. Da wäre ich ganz einwendig, ich gesagt, der Hochhofen. Jawohl. Wie krass ist das denn, sagt die Renate Ottger. Da schaust. Robert Johnson und Horst Kmengler in einem. Oder Robert Johnson, das wissen ja weniger. Die Leute, von dem ist dieses Love in Vain eigentlich, aus den 30er Jahren. Und eigentlich haben die Rolling Stones haben sie aber berühmt gemacht, die Nummer. Ne? Das ist daher. Ich habe diese Aufnahme von Robert Johnson auch. Ja, weiß ich, ja. Dong, 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 dong. Gitarre. Jetzt Hauberl und dann rauf auf den Biesenberg, jawohl. Biesenberg kennt man auch. Ja, die weiß Bommerl, dann soll es halt nicht Karten spielen. Mein Rede. Ja. Jetzt seid's gut drauf. Danke der Harry Fonte. Felix Lukan, so guten Abend. Warum nicht Servus. mehr jede Woche? Du, aus Zeit- und Energiegründen. Ja. Wirklich aus Zeit- und Energiegründen. Es geht nicht. Man Geht merkt, nicht. du warst schon öfters, längere Zeit nicht dabei. Das haben wir schon öfters angekündigt jetzt gerade, ja. Jetzt nur einmal monatlich, jeden ersten Montag im Monat, einfach wirklich aus Zeitgründen und aus Kraftspargründen und so, dass wir wirklich wieder zu anderen Dingen noch kommen, nämlich zur Musik machen. Ja. Und ich gesagt, und selbst Muss man das wirklich ist, sagen, und das ist das ist jetzt momentan, nicht einmal möglich. momentan gerade. jetzt der Grund. Ja, das ist jetzt gar nicht. Das war eigentlich ja, das haben wir deswegen gemacht und dann Ja. ist so viel passiert, dass wir nicht einmal zu dem jetzt kommen, weil einfach privat jetzt zu viele Dinge passiert sind, um die wir uns kümmern wollen und müssen. Und daher ist es halt dabei jetzt einmal. Ist es jetzt einmal so und ein monatlicher Rhythmus, bei dem auch jeder mit muss. Bravo Sprachpolizei. Ja. Schau die Judy aus, das gefällt mir aber. Rauchen ist wie das Öl im Motor. Es schafft keinen Vortrieb, hilft aber zu einem reibungslosen Lauf. Das kann ich bestätigen. Ist ja so, ja. Aber wenn ich jetzt nicht rauche mehr, aber Ja. es ist, ich verstehe es. Ich verstehe das. Das ist Ja. Die Gemütlichkeit ist beim Teufel. Es ist wirklich so. Es ist gemütlich immer noch, aber es hat nicht mehr die Ebene, die es gehabt hat, wenn er geraucht worden ist. Da fährt der Mann drüber. Das sehe ich so. Es ist auch so, ja, Das es ist wirklich so. Das sehen da jetzt, das ist alles schön, die Luft besser, alles besser, brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist, aber wie soll ich sagen, sehr spießbürgerlich. Es ist spießbürgerlich, ja. Und wem es taugt, dem taugt es. Und es gibt Leute, denen taugt es nicht. Jazz-Zigaretten, bravo Ulrich, jawohl. Ja. Naja, wie gesagt, Jazz-Zigarette gibt es das Rauch ist das Thema. Da musst du zum Domi gehen. Genau, ja. Das haben wir schon. Du, was haben wir noch dieses Monat? Was hätten wir noch? Wir haben 22. Auch wieder beim Selic. Legendäres Konzert mit dem lustigen Hermann gemeinsam. absolut empfehlenswert. Wirklich, zweimal im Jahr geben wir uns das gemeinsam mit dem Hermann Maringer. Und wir haben gemeinsam so viel Spaß dabei und das Publikum auch. Publikum auch, es ist eine schöne Kombination. Das ist wirklich das einzige ja. Konzert, wo man mich relativ humorlos erlebt. Ja. Weil Warum? Naja, ich halte lieber die Goschen, weil die meisten Witze, die ich erzähle, habe ich vom lustigen Hermann. Daher mein Onkel hat immer gesagt, also, du brauchst den Witz nicht bringen. Gell? Weil ja, stimmt. Aber es ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Kombination, finde ich. Ja. Der lustige Hermann mit einem wirklichen Schmäh. Nicht politisch korrekt, nicht brav, nicht lieb, Nein. nicht spießbürgerlich, wie angesprochen. Nein, gar nicht. Der fährt Schön, rein. schön. Fällt auch nicht an jeden, muss man ehrlich sagen, aber den meisten schon. Und dann in der Kombination, wenn dann wir einfach in die Unterlade eingreifen und wienerisch spielen. Ja. Und das ist ein gutes Essen beim Selic sowieso, die Kuchel einmalig. Und wir haben auch eine schöne Zeit dort.
Also auch herzlichste Empfehlung. Absolut. Und da könnte man in Stadtlau schon ein Lied Da bringen. geht man natürlich ein Lied Seelischen bringen, Stadtlau. selbstverständlich. Wir bringen Patricks. Meine Hymne. Patricks Hymne. Mein Hymnos. Patricks Hymne. Und dann, ja, Weingart am Biesenberghofen. Das machen wir noch. Somit schon mehrere geschrieben. Machen wir dann auch noch. Ja. Siehst du, da hätte ich noch ein paar Zigaretten noch. Na, das habe ich nicht. Und ich rauche sogar hin und wieder Zigarre. Oder Pfeiferl. Aber sehr selten. Aber jetzt war wieder eine Woche, da habe ich wieder nicht geraucht. Mit einem Freund. Eine Zigarre, geschmeidig, gemütlich. Eine Kuiba. Ja. Meine letzte Kuiba, die ich noch gehabt habe. Das sind für die Nicht-Leute, die sind so War das mir gut? War sauer. die gut, oder? War gut gestopft, aber, Oh. aber sonst auch nicht. Also, und das sind die Kuiba gehören zu den teuersten kubanischen Zigarren. Ja. Aber der Name, ne, die Marke, das ist einfach die Kuiba. Und das war natürlich ein Geschenk, sowas kaufe ich mir nicht, sowas habe ich mir geschenkt gekriegt. Und da habe ich die letzte geraucht und ja, hat aber schon geschmeckt, aber halt, Ja. Also, ich habe viel billigere und die sind noch besser. Also. Aber auf jeden Fall ja, Zigarren hin und wieder. Zigaretten so irgendwo, nein, tatsächlich gehen wir Nein, nicht an. mag Wüsste man ich nicht, wirklich gar nicht. Also, das steht mir gar nicht. Ja. Hoffentlich bleibt es so. Ja. Sprachpolizei. Ja, das geht jetzt zum Beispiel in die Richtung lustiger Hermann gehen. Bei zwei Madeln rauchst du nachher immer, auch immer. Der andere sagt, ich habe noch nicht nachgeschaut. Ja, das geht in die Richtung. Wie war das mit Oberbuchen und Schuhe? Oder was? Ja, was da auch gibt es ja. auch Wort. Ich wollte die Schuhe ziehen. Ja, fix. Ach, sie sind fix, ich weiß auch schon wieder, ist ja wurscht. Es ist ja wurscht. Ich freue mich ja schon auch aus diesem Grund auf dieses Konzert, wenn wir Pause machen, nämlich, dass ich meinen Hermann anschauen kann und anrufen kann. Richtig, ja. Ey, ich liebe es einfach. Absolut. Absolut. Ja, das ist also, dann kommen wir zur Stadt Lau. Natürlich mit einem unserer Hitte. Jawohl. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Auch jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. A vier oder irgendwo ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinse kehrt man gerne. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mein Zenzi aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewerben. Duftende Hakel, Hose hat's gern. Fröhlich tut sie die Häsel putzen. Man will sie ja schließlich benutzen. Da hat man ja gern was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinzi kehrt man gerne. Resson die Hände in die Höhe. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mein Zinzi aus Stadtlau. Jawohl, so schauen wir aus. Wieder in Stadtlau. Dann spielen wir ja noch in Otterkring auch noch einmal, und zwar im Achilleon spielen wir ja. Achilleon, ja. In der Kornhäusl. In der Kornhäusl-Villa spielen wir da, und zwar bei der Wiener Volkskunst, bei der altehrwürdigen Wienerliedvereinigung. Ja. Habe ich das Datum vergessen? Ja, aber im 19. Jahrhundert gegründet. Ja, eine der ältesten Ja, Vereinigungen. Ja. Wiener Volkskunst. Wiener Und das ist Volkskunst. leider die Kornhäusl Villa in Otterkring, das älteste noch bestehende Haus, also eine Villa eben, ein großes. Und das Leibwand ist, da ist ein Grieche drinnen. Ja. Das ist Achilleon. Ein sehr leibender Krieg, muss man auch sagen. Absolut, ja. Und, wir haben dort, und die haben irrsinnig viele Veranstaltungen unten in diesem Weinkeller, diesem Weingewölbe eigentlich.
Und unter anderem auch dieses. Ich habe keine Ahnung, ob die Karten was kosten, was sie kosten, ob es freier Eintritt ist, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein überschaubarer Betrag. Absolut. Man kann auch einfach hinkommen und dann dort zahlen. Oder man ruft noch unter der Nummer, die ich angegeben habe, mittlerweile auch korrigiert auf die neue Nummer, aber es ist die alte auch noch gültig. Das ist nur das Festnetz und Okay. sie bauen aufs Handy, sagen wir mal. Ja. Und also dort Achilleon, da müssen wir eigentlich was Griechisches spielen, haben wir nicht. Haben wir nicht, nein. Kein griechisches Wienerlied, Jesus, nein. Ja. So, pass auf, was haben wir da? Die Mäge ist wieder eingecheckt. Jawohl. Ging zu Fuß, warten auf Bus, nicht Bahnhofsgegend voll mit Bettler, Junkies und Alkis. Ja, okay, verstehe. Okay, ich kenne mich Ja, aus. Ja. Hauptsache bist daheim, gut, das ist wichtig und schön, dass du wieder da bist. Felix Luca meint, alles Gute für deine Beziehung, Patrick. Danke Felix, ganz lieb. Freue mich sehr, Dankeschön. Das ist ja zum Beispiel bei allen, ja, Unbill, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Jetzt in Ja, dem sind Sinn. schon genug schlimme Es Dinge sind auch schlimme Dinge jetzt passiert, aber heuer. jetzt es ist ja, Ja, aber ich meine, jetzt in aber- letzter Zeit Ja, ja. ist wenigstens keiner gestorben, sagen wir Ja, so. das ist sind wir schon viel. Das habe ich schon viel. Das Ja. ist schon viel wert. Und da ist ein Lichtblick, ist natürlich Patrick wieder, ich glaube, es ist eigentlich das der Grund, warum wir jetzt nichts spielen haben können, nichts proben haben können. Nein, ja, nein, Es nicht liegt gar wirklich. nicht an mir, es Nein, liegt an nicht Patrick. wirklich. Nicht wirklich. Oder an der Gichtsee. Der Gichtsee, die war dazu war nicht wirklich leid. Muss ich wirklich sagen, schon sehr hinderlich. Nein, aber ich bin wunderbar wieder Lieb. vergeben und liiert wieder, ja. Das ist ja schön mit der lieben Gudrun. Wir haben uns gefunden. Dabei habt ihr gar nicht gesucht. Nicht? Das muss das Beide nicht wissen, wirklich nicht? gesucht. Nein. Die, Wir sind beide in Eiwestall sogar daheim. Ja, Die Gudrun das- auch seit 3 Jahren. das finde ich ja Mara lustig. Weinviertlerin, ursprünglich in Wilfersdorf geboren und aufgewachsen. Davor ist ein Eiwestall. Die Mutter von ihr, Kettlersbrunnerin eigentlich, der Vater Wilfersdorf. Ja, ja. Echte Weihviertler. Echte Weihviertler. Echte ja. Weihviertler Family. Vor Waren aber, vielen, vielen Jahren zugerast. Die männliche Seite, eine geborene Benedek, den ungarischen Benedex. Naja, mein Gott. Ja, mein Gott, nein. Ja. Alles Weitere werdet ihr im Laufe der Zeit sicher erfahren, Ja, natürlich. ja. Na klar. Ja, kommt aber mit, wenn wir was spielen. Es wird sie ausgehen. Ja, ja, ja. Sind auch 2 Kinder da, Ja. die nicht immer ganz unbetreut sein können, muss Ja. man mal so sagen. Es wird sie auch alles erfahren, warum und wieso genau und was Naja, das da ist. Und ja. aber leibend. Aber Das wirklich, geht's. Leibwand, mir geht es wirklich gut. Es ist schön und Ja. einfach Leibwand. Paare sind gescheiterte Singles. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt, ja. Ja. Beziehung ist wichtig, Patrick. Jeder braucht seine Achse des Bösen. Hochhofen auf Jawohl, jawohl. Ist natürlich ein Insider-Schmäh. Da hebe ich sofort Und das das sage ich Glas. Menschen. Beste Grüße an deine Achse. Ganz liebe Grüße. Ah, jawohl. Also ist ja meine Achse eigentlich. Gell? Das ist Ja, Moment, ja. Moment. Die Achsen waren klar. Axis Mundi. Wir freuen uns. Da sei der Streicher, gell? Also Ja. so ist eh schon 10. Passt schon. Ja, ja. Nein, ich sehe, wir kommen eh schon Richtung Ende. Nein, aber ich bin wirklich wieder glücklich und ich danke für die ganzen Gratulationen, die ich bekommen habe, auch von etlichen, von den Pavlacisti natürlich. Und überhaupt, ich habe das natürlich auf Facebook schon gestern kundgetan und die Gudrun auch, wir beide. Was? Dass wir liiert sind, wir Ach zwei. so. Gibt es einen Das ist schon großen länger, Post ja. auf Facebook jetzt. Na, seit gestern gibt es Ach so, okay. ganz offiziell, dass Ja, wir geschaut. gemeinsam durchs Leben wandeln wollen. Feine Sache. Eine feine Sache, ich freue mich. Und jetzt, wo ich gehört habe, sie kann kochen auch noch, bin ich doppelt glücklich irgendwie. Auch. Ja. Können wir beide, das ist schön. Ja, bei dir weiß ich es ja. Ackerl meint, Otterging wäre was zum Filmen in der Kornhäusler Villa. Ja, ja. Ist die Akustik dort nicht ganz optimal, muss ich ehrlich sagen. Haben wir da mit anderen Ja, es gibt wieder Anlage wieder, ja. Der Dings noch, der eine Tontechnik ist wieder da. Ah ja, das ist ja nicht da. Aber auf jeden Fall Hetz. Auf jeden Fall Hetz ist, wenn du Zeit hast, komm vorbei. Hetz ist Also sicher. zum Filmen und so immer. Eigentlich schon. Wenn du Zeit, Lust hast, sehr gerne. Ja, Dann haben ja auch die anderen was davon, die nicht hinkommen. ja, genau. Wer betreibt die Kornhäusl? Die Kornhäuslfrau? Bravo Sprachpolizei. Ja. Der berühmte Architekt Kornhäusl hat die gemacht und ist wirklich ein Traumhitten. Der letzte Besitzer war ein gewisser Dr. Arloff. Ah, Dr. Arloff. Dr.
Arloff, der reichste Ottergringer, eine Legende, war so ein Original in Ottergring. Immer, also auch bei Minusgraden, immer mit ganz knapper kurzer Hose, im hohen Alter. Weiße Haare, ganz ein Tiersmadel, ganz kurze Hosen und hat immer geraucht, A3. Und hat einen im Winter so einen Dreieck. angespeckten Nylon-Anorak angehabt, in rot-weiß. Das war aber schon mehr so gräulich und das Weiß war schon gelblich, mit Stockflecken. Ja, der war Wahnsinn. Der war Wahnsinn. Der war Ich muss Wahnsinn. schauen, ob ich das Foto finde noch. Der Iron Acker sagt richtig, das wird euch weibliche Fans kosten. Ah, schon möglich. Was sagt der Raffi noch? Taugt mir Patrick, das kommt von Herzen. Sehr gut. Danke, Raffi. Hergott danke, auch stark, danke. ging sie halt ja. Es gibt nichts Schönes als die wahre Liebe, brave Renate Ott. Merit. Ist es so? Merit. So, ja, pass auf, jetzt haben wir noch offen in Bisamberg. Und Den Nachtvater. Also Den einen Nachtvater? bestimmten Grund. aus einem bestimmten Grund, ich sage es jetzt gleich, so ein lieber Kollege von uns, Freund wäre übertrieben, aber wir haben schon ein durchaus freundschaftliches Verhältnis gehabt, Jo. nämlich der Robert Reinagel. Eigentlich eher bekannt als Schauspieler, Burgschauspieler und auch vor allem in den letzten Zeiten dann Filmschauspieler und den Wienerlied-Fans bekannt natürlich in seiner Formation die Gebrüder Mondschein oder später dann die Geschwister Mondschein waren das. Ja. Mit Walter Tschipke, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, das weiß ich gar nicht. Aber der Walter, also es war eigentlich die langjährige. Wie heißt die Partie. Frau Brammer mit dem Vornamen? Ich bin der Deppert. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ah. Sonst, das ist so Na. mehr Culpa. Ja. Aber die Gebrüder Mondschein, also der Walter Tschipke und der Robert Reinagel, waren sozusagen die Urformation seit Jahren, Jahrzehnten, glaube ich sogar, Ja. die es lang geben. Und wir sind sogar miteinander ein paar Mal aufgetreten. Öfters, ja. Unter anderem auch zum Beispiel bei den Waldviertler am Rodersplatz. Am Rodersplatz, Litschau haben uns sowieso immer Litschau getroffen. sowieso. Und da haben wir ein amikales, liebes, kollegiales, freundschaftliches Absolut, Verhältnis absolut, gehabt. ja. Mit Walter sowieso auch, mit Walter Tschipke und eben mit dem Robert Reinagel. Und der Robert Reinagel ist leider, wie so viele in letzter Zeit, dem Krebs zum Opfer gefallen, 57. mit 57 Jahren. Und daher werden wir heute beenden die Balwatschen wieder mal mit Nachtvater, mit quasi dem letzten, neuesten, aktuellsten Lied, wenn man so will, von mir. Ihm gewidmet und natürlich in diese Richtung spielend. Und daher werden wir, wenn es uns nicht bist, Felix, werden wir ein Herrgott aus Star beim nächsten Mal bringen. Weil jetzt in Bisamberg, das sind wir noch schuldig, einigen. Ja. Aber noch irgendwas da Wichtiges zum Sagen, da will einmal. Nein. Alexandra, der Franz eben sagt. Alexandra Brammer, danke, Danke für danke, mich. der Alex, ja genau. Ja. Es ist, die Geschwister Mondschein sind mich nicht so lange, jetzt auch schon eine Zeit beieinander. Ja, Aber für mich muss waren es man- immer noch die Gebrüder Mondschein, nicht weil sie nicht mag oder sie ausschließen will, sondern das war einfach die Formation. Das war die Urformation, mit, ja. mit denen wir einige Male auch gespielt haben. Deswegen war immer am Spittelberg auch und so, alle möglichen Dinge, ja, ja. Viele Sachen, ja. Trunken habe ich auch ein paar Achtel mit dem Robert. Jawohl. Ja, nein, der Film. Na, Bauer, Viel Spaß gehabt. Viel Spaß gehabt. Das war auch wieder auch ein Typen, muss man auch sagen. Ja. So, habe trotzdem, trotz falschem Namen Überweisung. Hoffe, es kommt an auf jeden Fall. Es war schön, euch heute zu hören. Dankeschön. Friede Schulz, danke dafür. Weltklasse. Ja und nein, Felix Lukan. Aber ich danke dir dafür. Weil wir werden jetzt dann Schluss machen. Aber die zwei Lieder reißen wir noch an in der Bisamberg den Sammelhofen. Jawohl. Ich hab einen Weingarten am Bisamberg, wenn da gerne mich kein Mensch wird stehen. Ich schau dem Rind dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Höhe. In meinem Weingarten am Bisamberg, Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Da kann die Vogel dort noch singen her, am Himmel siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen.
In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerliert, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Ich hab einen Weingarten am Piesenberg, das mir ein Mensch gibt. Ich schau den Reh dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Höge Ruhe. In einem Weingarten am Piesenberg, der hat sich will noch recht und nicht verkehrt. Da kann die Vogel dort noch singen her, und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, Fleckerliert es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Immer noch eine der gelungensten Kompositionen. Danke vielmals, danke Nein, schön. es sind auch zu viele gelungenste. Nämlich. Gelungenste, Das ist nicht immer so einfach. Gelungenste. Das ist ja, Franz hat gestern auch die Ö1-Sendung Menschenbilder nachgehört, dann in den Hotellegenden im TV wieder den Robert gehört, ja. Jawohl. Ich danke vielmals für euren Zuspruch, ja. Das war die Pawlatschen seiner 92, wie gesagt, monatlicher Rhythmus, müssen wir uns alle daran gewöhnen. Wir werden uns daran gewöhnen. Ja, wie gesagt, also jetzt kann ich wirklich nur 3 Kreuz schlagen, Na, dass Gott in den sei Dank. letzten Wochen, dass ich keine Livestreams machen musste, am Freitag und so weiter, weil einfach wirklich viel zu viel los war und meine Aufmerksamkeit notwendig war in einer anderen Richtung. Ja, klar. Und es ist ja so und es wird so passen und es macht uns, wir haben uns auf jeden Fall zum Beispiel heute schon richtig gefreut drauf. Ich habe mich wirklich gefreut drauf. Ja. Und das muss man auch ehrlich sagen, das war natürlich nicht wöchentlich immer so. Es war ein bisschen schon. Ich habe mich schon diese Saison gefreut, aber nicht so. Ja, aber nein, es war schon halt, natürlich es war so. schon Gefahr, dass es natürlich zu sehr abstumpft. Ja. Und heute haben wir uns wirklich gefreut und ich hoffe, ihr auch. Würde uns sehr freuen. Meinen letzten Schluck widme ich euch daher in ganz, ganz. Ui, ich habe jetzt schon ausgetrunken. Ja, bravo, der Jesus, Patrick, ich ne? bin furchtbar. Was soll man sagen? Ich mache das schon, Patrick, ich mache das schon. In tiefem Respekt und Dankbarkeit an euch kommt dieser letzte Schluck auf euch. Dankeschön. Danke noch einmal, ja. Und jetzt mit dem letzten Lied verabschieden wir uns von euch. Hier hoffen wir, dass wir einander sehen in dieser Woche bei dem einen oder anderen Konzert. Ansonsten spätestens nächstes Monat wieder. Oder nächste Woche, übernächste Woche. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ne, bei dem Diese Woche hast du gesagt. Du hast gesagt, diese Woche bei dem einen oder anderen Konzert. Ja, Diesen Monat diesen natürlich. Monat, das ist da vollkommen recht, das ist da vollkommen korrekt. Darum habe ich eingegriffen, wollte das ausführen. noch Vollkommen weiter. korrekt eingegriffen. Also, Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. nein. Und dann hoffe ich nächsten Monat tatsächlich wieder der erste Montag. Das geht sich aus, ja. Das geht sich aus. So, in diesem Sinne, danke Chef für euren Zuspruch. Und auch im Jänner geht es sich vorauf. Auch im Jänner. Geht es Ich sich glaube, aus. das ist dann schon, ja. 3., 4.
Der dritte kann sein, ja. Dritter Jänner, glaube ich. Nein, der dritte kann es nicht Ja, sein. der ist nicht, da sind wir in Linz, glaube ich. Oder? Oh ja, drum, Nein. das ist ja am Montag. Könnte das nicht sein, dass warte das mal. ausfällt? Ja, Warte mal. jetzt kann ich wieder nachschauen. Der Patrick erst, der erzählt immer da. Nein, Jetzt ich kann wollte ich wieder jetzt da Goschert rein. sein, weißt du? Aber Ja, Goschert wollte es sein, ne? darum heute Goschen. Das ist, Heute Goschen. ja. Am 5. Am 5. Ja. Da sind wir aus Linz schon wieder zurück. Am 3. sind wir in Linz. Ja, Ja, da sind wir. ja. Aber bevor jemand aufschreit, privat. Also Privat. eben bei Geburtstag. Und ja, am 5. Einen Tag vor Heilige Drei Könige. Ja, die drei kenne ich hier, genau. Da können wir uns an umbinden. Na, Freunde. da. Da ist am nächsten Tag Feiertag. Da können wir uns herrichten. Machen wir die bei mir draußen. Das kannst du annehmen. Da darf keiner mehr fahren müssen. Jawohl. Vielleicht sind wir noch müde von Linz. Also wir sind nicht in Linz, wir sind in Rohr bei Kremsmünster. Jetzt wurden wir aufgeklärt vom Hofen. Jawohl. In Rohr bei Jawohl. Kremsmünster. Ja. Sind wir auch gern. Das macht uns auch eine Freude. Für uns ist halt Richtung Linz auf der Autobahn. Das ist es. So muss man es sehen. Am Anfang schon, ja. So muss man es sehen. Ja. Und jetzt, also wir sagen Dankeschön, es war uns eine große Freude, auf hoffentlich bald. Und jetzt, wie gesagt, das letzte Lied dieses Abends widmen wir eben unserem großartigen Kollegen. Und, Roberto Reinagel. Freund wäre eben immer übertrieben, Das ist übertrieben, aber aber hätten wir mehr miteinander zu tun gehabt, Waren waren wir Freund wurden, geworden. ja. Das weiß ich, weil wir haben, wenn wir zusammengekommen sind, haben wir irrsinnig Gaudi gehabt, ein Riesenhetz, ein tiefes Verständnis auch im Thema der Kunst. Absolut, ja. Und das war einfach ein klasser Kerl und es war eine Gewalt. Und vor allem für mich so, weißt, ich stehe auf Typen und das war Typen. Das war Typen, ja. Und das war eine gewaltige Erscheinung auch. Es war was da von ihm und umso unverständlicher ist es, dass so schnell dann, also schnell, es war eh nicht schnell, aber halt, dass er nicht mehr da ist. Den Walter Reinagel, Robert Reinagel. Robert Reiner, Der Walter war der Chipke, ja. Ist noch immer der Walter, ist immer noch der kongeniale Ja. Partner. Ja. Walter. Dem zu Ehren im Gedenken. Robert Reinagel, ja, ein Kollege, ein Haberer, der nicht mehr ist. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nix mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nix mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum. Es ist Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufgepasst, es schäbert und gerocht. Da dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er dann zwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum. Nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ihr Mama umarmt's fest, ja sie zerdrückt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Mädel nur mehr eine Last. Der Arzt sagt zu töten, es dauert eh nicht mehr lang. Da
hört schon das Kinderl an friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur sei Stimme und dann Stille und endloser Traum. Robert Reinhage, alles Gute da oben. Robert, alles Gute, ja. Und euch alles Liebe, Leibende hier auf dieser Erde, weil da sind wir noch und da gehen wir noch Gas. Macht's es Was gut. heißt? Schönes Monat. Viert euch. Viert euch, gehabt euch wohl, meine Lieben.